Before I start, I will only say some sentences in English, because for those who would not understand German, because Muslim will speak in German, we have a translation. Rainer, our translator, will translate everything in English, and you can take the headphones there. But I think that Rainer probably won't have a lot to do, for instance. So, dann kann ich auf Deutsch, das ist nicht unbedingt besser, aber voilà. Willkommen zuallererst. Ihr seid ja relativ zahlreich auf unserer Konferenz, auf unseren Roten Freitag, Vendredi Rouge, den wir wieder anfangen. Wie ihr wisst, vor Jahren schon hatte Dei Lenk diese Tradition, freitags abends Konferenzen zu halten, wo dann über ein Thema gesprochen wird, danach natürlich auch diskutiert wird und danach, da es Freitag ist und da wir auch in einer Bar sind, kann man auch noch die Konferenz weiterführen, ohne den Konferencier zu viel zu nerven, aber man kann weiterhin diskutieren. Also vielen Dank, dass ihr alle gekommen seid. Ich denke, es wird schon sehr interessant werden. Ehe ich noch die kleine Intro machen, wollte ich aber nur mitteilen, dass ja, wir fangen wieder an mit den Vendredi Rouge. Und wir haben schon 2 weitere Datume, die noch nicht 100% sind, aber fest sind. Aber höchstwahrscheinlich werden wir am 4. April auch einen Vendredi Rouge haben über die politische Situation in den USA. Mit einem Genossen hier in Luxemburg, der selber Amerikaner ist, John de Moranville. Und dann am 13. Juni werden wir aus Frankreich Aurore Koechlin, zum Feminismus, auch Autorin eines Buches La Révolution Féministe, wird nach Luxemburg kommen. Das steht alles zu 90%. Ihr werdet weiterhin informiert werden. Was ich auch noch dazu sagen will, wir haben jetzt ab dem nächsten Vendredi Rouge machen wir etwas Neues. Das heißt, freitags eine Konferenz und dann am Tag danach, samstags, für diejenigen, die wollen, um 10 Uhr morgens, für diejenigen, die motiviert sind, zum selben Thema, im Prinzip auch mit demselben Konferencier, so einen Vertiefungsmorgen machen auch. Und da muss man sich auch anschreiben, dann bekommt man noch so 10 Tage vorher normalerweise den einen oder den anderen Text, den man auch zur Vorbereitung lesen kann. So. Aber das wird noch alles konkreter werden. So, und herzlich willkommen, Müslüm Ertelü, Dr. Genosse Müslüm Ertelü, den wir eingeladen haben. Müslüm ist Politikwissenschaftler, lebt in Berlin, hat eine relativ lange Reise hinter sich. Politikwissenschaftler, hat auch promoviert eben zu diesem Thema, den er jetzt behandeln wird, über den demokratischen Konföderalismus, für den Mittleren Osten. Es ist natürlich zentriert und die Aktualität spielt ein bisschen auch damit, also mit der Deklaration auch von Abdullah Öcalan, die gestern gemacht wurde. Darüber wird Müslüm auch reden, also über die kurdische Frage und das Konzept des demokratischen Konföderalismus, wo wir den Spezialisten haben. Er arbeitet ja auch, er ist ehrenamtlich im kurdischen Zentrum für Öffentlichkeitsarbeit, Chivaka Azad, den Müslüm auch präsentieren wird. So, und voilà, ich denke, ich werde dabei bleiben und dann kann die Konferenz jetzt mit Müslüm bitte sehr anfangen. Hallo. Ja, hallo erstmal, auch von meiner Seite. Vielen Dank für die Einladung. Total schön hier zu sein. Ja, wir haben uns ein gutes Datum ausgesucht, glaube ich. Es war vorher natürlich nicht klar abzusehen, dass die Botschaft von Abdullah Öcalan einen Tag vor unserer Veranstaltung sozusagen an die Öffentlichkeit kommt. Aber es gibt auf jeden Fall viel zu diskutieren. Genau, erstmal schön hier zu sein. Wir werden eher einen einen Hintergrundvortrag zu diesem Gesellschaftskonzept, dem demokratischen Konföderalismus, werde ich euch vorstellen.
Aber wir haben dann im Nachgang vermutlich auch die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Wir können über die aktuelle politische Lage reden. In Syrien passiert viel, mit der Botschaft von Öcalan passiert jetzt aktuell natürlich auch sehr viel und viele Leute haben viele Fragezeichen in den Köpfen. Auch bei mir sind noch nicht alle Fragezeichen gelöst. Das heißt, ich garantiere nicht, dass ich alle Fragen beantworten kann, aber vielleicht können wir uns in der Diskussion quasi gegenseitig ein bisschen helfen. Genau, aber erstmal, bevor ich mit dem Inhaltlichen starte, kurz nochmal zur Vorstellung. Ich arbeite für Civa Casat, du hast es gesagt, das ist das kurdische Zentrum für Öffentlichkeitsarbeit. Schaut gerne mal auf unserer Webseite vorbei, wir haben auch neben aktuellen Informationen auch sehr viele Hintergrundinformationen, die man da gut abrufen kann. Und wir haben uns gegründet in Frankfurt am Main, da bin ich auch ursprünglich her, im Jahr 2011. Und damals, genau, ich war im kurdischen Studierendenverband aktiv und wir haben natürlich die deutschsprachige Presse immer sehr intensiv verfolgt, auch vor allen Dingen, wenn es um das Thema Türkei, Kurdistan und den Mittleren Osten ging. Und unser Gefühl war, es wird nicht adäquat über uns berichtet. Also irgendwie wird mal über Kurdistan berichtet, nicht so, wie es vielleicht über andere Konflikte getan wird. Aber wenn berichtet wird, dann sehr einseitig, oft eine Wiedergabe der türkischsprachigen Propaganda. Und da haben wir uns gefragt, irgendwie mit ein paar Genossinnen und Genossen, ob wir können uns weiterhin beschweren und darüber aufregen, jedes Mal, wenn wir die Zeitung aufschlagen, oder wir setzen uns hin und organisieren uns und versuchen, was dagegen zu machen. So ist dieses Büro entstanden. Und wir haben dann angefangen, Pressearbeit zu machen und ganz viele Kontakte nach Kurdistan, in die verschiedenen Teile Kurdistans aufzubauen und haben uns mittlerweile, würde ich sagen, so ein bisschen als Ansprechstelle für alle Kurdistan-Interessierten in Deutschland oder im deutschsprachigen Raum etabliert. Am Anfang war es tatsächlich so, dass wir das Gefühl hatten, okay, es meldet sich niemand bei uns. Macht dieses Büro überhaupt Sinn? Wir haben dann versucht, sind den Journalistinnen und Journalisten hinterhergerannt, haben natürlich auch gemerkt, dass viele Korrespondenten für die großen Medienhäuser, die saßen in Istanbul und haben da ihre Informationen über die kurdischen Gebiete bekommen und haben die dann natürlich irgendwie über die türkischsprachigen Medien bekommen. Aber auch da war das Timing so ähnlich wie hier bei der Veranstaltung ganz gut, weil wir haben uns 2011 gegründet, 2012 ist die Revolution von Rojava passiert. Und dann hat quasi das Telefon Dauer geklingelt und wir hatten gute Kontakte in die Region und dann auch mit dem Kampf gegen den IS ist quasi das Büro bekannter geworden. Aber wir machen nicht nur Pressearbeit, wir machen diese Veranstaltungen wie hier, wir arbeiten viel so zu Texten, Hintergrundinformationen und sind einfach Ansprechstelle für alle Leute, die irgendwie eine Frage zu Kurdistan haben. Also es sind auch viele so Studierende oder Wissenschaftler, die irgendwie forschen wollen, die Kontakte suchen. Da versuchen wir auch weiter zu helfen. Das zu meiner politischen Arbeit, dann kurz noch zu meiner Dissertation. Genau, ich habe, jetzt muss ich noch mal überlegen, 2018 angefangen, diese Dissertation zu schreiben. Gefördert durch die Rosa-Luxemburg-Stiftung. Das war total wichtig, weil sonst das ist sehr schwer, eine Dissertation zu schreiben. Man muss sich irgendwie auch finanzieren. Und mein Prof, mein Doktorvater Adam Ziai, ist ein Professor aus Kassel für alle Politikwissenschaftlerinnen, Politikwissenschaftler, aber auch darüber hinaus. Vielleicht einfach ein interessanter Name, den man sich merken kann, weil Adam Ziai forscht zur Post-Development Theory. Und ohne es so sehr in die Länge zu ziehen, 2 Sätze zu dieser Theorie, die total interessant ist. Sie kommt aus der Entwicklungstheorie, ist aber ein kritischer Strang der Entwicklungstheorie. Sie lehnt diese Idee von Entwicklung ab, weil sie sagt, das Entwicklungskonzept ist eine Form von Neokolonialismus. Wir versuchen hier unser System dem Rest der Welt aufzustülpen und das sorgt nicht dafür, dass die aufholen und zu uns aufschließen, sondern das sorgt eher dafür, dass sie wirtschaftlich, politisch abhängig von uns sind. Und was die Theorie aber auch macht, sie bleibt bei der Kritik nicht stehen, sondern sie sagt, es gibt Alternativen zur Entwicklung. Also Gemeinschaften, Gesellschaften im globalen Süden haben ihre eigenen Gesellschaftskonzepte und ahmen nicht unbedingt den globalen Norden nach, sondern versuchen ihre eigenen Wege zu gehen. Und diese Gesellschaftskonzepte müssen wir sichtbar machen. Total gut. Ich saß bei ihm irgendwie, ich hatte noch nie was von dieser Theorie gehört. Ich habe seinen Namen gelesen und wusste, er ist irgendwie ein kritischer Professor aus Kassel. Ich habe in Frankfurt studiert, das ist nicht so weit weg. Dann saß ich an seinem Tisch und hatte keine Ahnung über diese Theorie. Er hatte sehr wenig Ahnung über Rojava. Und dann haben wir im Laufe des Gesprächs gemerkt, irgendwie ist es ein Match. Das passt total gut zusammen, weil
Rojava ist eine Alternative zur Entwicklung. Da wird ein anderes Gesellschaftskonzept praktiziert. Darauf werden wir jetzt im Laufe des Vortrags weiter eingehen. Und gleichzeitig passt das quasi total gut zur Post-Development Theory. Und die haben zu Lateinamerika geforscht, auf dem afrikanischen Kontinent geforscht. Zum Teil gibt es sehr berühmte Post-Development-Theoretiker aus Indien. Aber total interessant, im Mittleren Osten haben sie quasi noch keine Praxisbeispiele gehabt. So hat das gut zusammengepasst und genau, das Ergebnis meiner Forschung war quasi, der demokratische Konföderalismus ist eine Post-Development, eine Alternative zur Entwicklung, die sozusagen mit der Post-Development Theory übereinstimmt. Genau, wenn ich an Universitäten diesen Vortrag mache, dann sage ich immer, weil meistens sitzen dann Studierende vor mir, dann sage ich immer, Leute, das ist meine Dissertation, die wurde im Transkriptverlag veröffentlicht, kauft sie nicht. Weil sehr teuer. Und genau in Deutschland, ich weiß nicht, ob das ist vermutlich hier ähnlich, muss man seine Dissertation publizieren, um sozusagen den Doktortitel zu bekommen. Und dann gibt es Verlage, die verdienen einfach damit Geld, dass sie diese Dissertation publizieren. Das heißt, ich musste eine Menge Geld zahlen, dass sie das veröffentlichen. Und die verdienen nochmal Geld, wenn es verkauft wird. Aber das Gute an diesem Verlag ist, ihr könnt euch das quasi online als PDF kostenlos runterziehen auf der Website. Das ist das Gute. Genau, schaut es euch gerne an. Total interessant, also neben der Dissertation, ich will nicht so viel Werbung für meine Dissertation machen, aber ich habe halt ganz viele Interviews in Rojava geführt und die findet ihr im Anhang zu der Dissertation. Das heißt, da spreche nicht ich, sondern die Leute, die in diesem Gesellschaftskonzept aktiv sind, erzählen selbst von ihren Strukturen, ihren Arbeiten. Die könnt ihr euch auf jeden Fall als Anhang der Publikation auch auf der Webseite anschauen. Ich habe die quasi ins Deutsche übersetzt und transkribiert. Das als Einleitung jetzt zum Aufbau des Vortrags. Genau. Also es ist viel Inhaltsdichte. Das heißt, wenn ihr Verständnisfragen habt, könnt ihr auch zwischendrin gerne die Hand heben, damit ihr mitkommt. Weil wir werden über den demokratischen Konföderalismus und seine praktische Umsetzung in Rojava sprechen. Aber wenn wir über den demokratischen Konföderalismus sprechen wollen, müssen wir auch über die Bewegung und die Partei sprechen, die dieses Konzept entwickelt hat, vorgeschlagen hat. Das ist die Arbeiterpartei Kurdistans und ihr Gründer Abdullah Öcalan. Und wenn wir über die PKK sprechen wollen, müssen wir noch einen Schritt zurückgehen. Wir müssen über die kurdische Frage und den Kontext sprechen, aus dem heraus die PKK entstanden ist. Also reisen wir weit in die Geschichte zurück. Am Ende habe ich dann quasi, wenn ihr möchtet, können wir über die aktuelle Entwicklung in Syrien sprechen. Ich würde das aber auch eher in die Diskussion dann aufschieben, weil es sonst zu lang wird mit meinem Monolog hier vorne. Aber ich habe auf jeden Fall euch noch ein paar Lesetipps und ein paar Links mitgebracht, die ihr euch dann auch gerne angucken könnt. Die würde ich dann am Ende vorstellen. Also reisen wir erstmal zurück. Und wir reisen 100 Jahre zurück, wir reisen in die Schweiz, nach Lausanne. Und ihr seht hier Herrschaften, die so damals vermutlich im modernen westlichen Stil gekleidet sind. Das ist quasi die Elite der noch zu gründenden türkischen Republik, die türkische Delegation, die in Lausanne verhandelt über die Zukunft des Nahen und Mittleren Ostens. Ihr wisst, nach dem Ersten Weltkrieg wurden diese, ich weiß gar nicht mehr, heißen die Schweizer Vorortverträge, also diese Verträge unterzeichnet, auf denen quasi völkerrechtlich Grenzen neu gezogen worden sind. Es gibt den Versailler Vertrag, ganz berühmt, der dann quasi für Deutschland und die Region hier seine Gültigkeit hatte. Der Lausanner Vertrag betrifft den Mittleren Osten und der wurde aber 5 Jahre nach dem Ende des Ersten Weltkriegs unterzeichnet. Und da saßen auch die Siegermächte am Tisch, nur die Türkei gehörte nicht zu den Siegermächten. Trotzdem sitzen sie am Tisch, weil nach dem Ende des Ersten Weltkriegs hat die Türkei einen Unabhängigkeitskrieg geführt. Dieser Krieg war relativ erfolgreich unter der Führung von Mustafa Kemal, auch im Bündnis mit den Kurden damals, haben sie vor allem gegen die griechische Besatzung gekämpft und waren erfolgreich und haben sich dadurch einen Platz an diesem Tisch erkämpft. Und an dem Kleidungsstil dieser Menschen, die die Türkei vertreten, die sind jetzt nicht typisch osmanisch gekleidet, sondern die sind sehr westlich gekleidet, sieht man, wie die gedacht haben, wie die getickt haben. Weil die haben sie stammen aus einer Bewegung, die sich das Komitee für Einheit und Fortschritt nennt. Und dieses Komitee hat schon versucht, im Osmanischen Reich in der Zerfallsperiode
durch Reformen und inspiriert vom Westen das Osmanische Reich zu retten. Das ist ihnen misslungen, aber sie waren an der Macht. Und das, was sie gemacht haben, ist eben eine staatliche Bürokratie aufzubauen, aber sie haben auch das Konzept des westlichen Nationalstaates imitiert. Sie haben gesagt, der Westen ist deshalb so mächtig geworden, weil sie Nationalstaaten aufgebaut haben, weil sie eine Bürokratie, eine effiziente Bürokratie haben und weil sie eben die Idee des Nationalismus verfechten. Und im Osmanischen Reich hatte bis dahin die Idee des Nationalismus keine große Bedeutung. Aber man muss jetzt, das Osmanische Reich war nicht fortschrittlich oder so, aber die Idee des Nationalismus kommt mit diesem Komitee für Einheit und Fortschritt in die Türkei und ist westlich inspiriert. Und was machen die, nachdem sie irgendwie im Osmanischen Reich die Macht erringen? Vollziehen sie den Genozid an den Armenierinnen und Armeniern. Das ist der erste Genozid quasi in dieser Region im 20. Jahrhundert. Und diese Herrschaften, die den Genozid verübt haben, die sind da jetzt nicht mehr mit am Tisch, die sind geflüchtet nach dem Ersten Weltkrieg, wurden dann später auch zum Teil von armenischen Kommandos ermordet. Also die haben quasi dann Jagd auf diese Leute gemacht, die für den Genozid an den Armeniern verantwortlich waren. Aber Mustafa Kemal Atatürk und seine Clique, die entstammen sozusagen aus dem Dunstkreis dieser Bewegung. Und so bauen sie quasi einen westlichen Nationalstaat auf. Am Tisch sitzen die Franzosen, die Briten, die Siegermächte des Ersten Weltkriegs. Und die haben schon während des Ersten Weltkriegs sich gedacht, hey, wir teilen uns diese Region auf, wir werden diesen Weltkrieg gewinnen. Es gibt ein berühmtes Abkommen, das sogenannte Sykes-Picot-Abkommen zwischen dem französischen Diplomat Picot, ja, genau, und Sykes ist der britische Diplomat, und die haben quasi da schon gesagt, hey, nach dem Ersten Weltkrieg werden wir diese Region unter uns aufteilen und sitzen dann quasi auch an diesem Tisch und setzen ihre Pläne mit leicht abgeänderter, sozusagen in leicht abgeänderter Form um. Und das, was entsteht, ist der Nahe und Mittlere Osten, so wie wir ihn kennen. Auf dieser Karte seht ihr quasi die Umrisse Kurdistans. Die grüne Linie ist sozusagen eine Grenzziehung, die eine kurdische Delegation bei einer Versammlung der Vereinten Nationen vorgeschlagen hat, 1945. Und natürlich wussten die Briten und die Franzosen auch, dass es in der Region Kurdinnen und Kurden gibt. Die hatten ihre Leute vor Ort, die haben erforscht, wie die gesellschaftliche Zusammensetzung in der Region und den Gebieten ist. Aber die haben sich bewusst dafür entschieden, Kurdistan aufzuteilen. Wir haben jetzt sozusagen den größten Teil der kurdischen Siedlungsgebiete in der Türkei. Die Kurden sprechen von Nordkurdistan. Dann im Iran, Ostkurdistan, das sind die Gebiete hier vor allen Dingen. Ihr seht hier den Norden des Iraks, Südkurdistan und dann das, was wir als Rojava oder Westkurdistan kennen, im Norden Syriens. Rojava ist kurdisch und bedeutet Westen, also steht für Westkurdistan. Jetzt kann man sich fragen, warum wurde Kurdistan in 4 geteilt? Also es entstehen ja neue Nationalstaaten in der Region. Warum haben die Kurden keinen bekommen? Dazu muss gesagt werden, wir haben quasi Syrien unter französischem Protektorat, ein neuer Staat, der entstanden ist mit diesem Vertrag, der Irak unter britischem Protektorat. Und wenn jetzt Macron über die Neuordnung Syriens spricht und dann ein Wort mitreden will, dann hat das damit zu tun, dass das quasi damals französisches Protektorat war. Also sie haben sozusagen immer noch den Anspruch, da mitreden zu wollen. Das französische Protektorat hat noch den Libanon mit beinhaltet. Später hat sich der Libanon abgetrennt und die Unabhängigkeit erklärt. Aber auch im Libanon spielen die Franzosen bis heute in der Politik eine wichtige Rolle. Genau, und wir können uns aber diese Region angucken und sehen, irgendwie 100 Jahre oder mehr als 100 Jahre seit dem Vertragsabschluss sind vergangen und 100 Jahre herrscht Krieg und Konflikt in der Region. Also der Zustand Syriens ist nicht erst seit gestern quasi so, wie er ist. Der Irak ist ein kriegsgebeuteltes Land und der Konflikt, der in Nordkurdistan mit der Arbeiterpartei Kurdistans, mit der PKK vonstatten geht, hat eine 50-jährige Geschichte. Deswegen sehen wir, dass hier eine Region geschaffen worden ist, die von Instabilität geprägt ist. Und die Briten und die Franzosen, und das ist eine Theorie, warum Kurdistan fehlgeteilt worden ist, haben sich gedacht, es ist jetzt irgendwie 1923, das Zeitalter des Kolonialismus nähert sich so langsam dem Ende, also brauchen wir andere Konzepte, um Regionen unter unserer Kontrolle zu behalten. Das passiert auch in anderen Teilen der Welt. Im Mittleren Osten schaffen sie sozusagen eine nationalstaatliche Ordnung, die es so vorher in der Region nicht gab.
bestimmen eine herrschende Nation und wissen aber sehr genau, es gibt hier Minderheiten, die wir für unsere Zwecke instrumentalisieren können. Das heißt, wenn die Türkei nicht nach unserer Pfeife tanzt, können wir die Kurden aufstacheln. Und die Türkei ihrerseits denkt sich, wir sind noch eine junge Republik und haben hier irgendwie 15 Millionen oder 10 Millionen Kurdinnen und Kurden, die hier leben. Wir müssen uns stabilisieren. Wie machen wir das? Die Kurden sind der größte Instabilitätsfaktor, also müssen wir die Kurden unterdrücken, unter Kontrolle halten. Also in die Gründung dieser Staaten ist sowas wie eine Instabilität mit einprogrammiert worden. Und es gibt eine berühmte Anekdote, die ich vielleicht noch erzählen will. Die sind aus den Memoiren des zweiten türkischen Außenministers und stammen ja irgendwie während des Zweiten Weltkriegs oder am Anfang des Zweiten Weltkriegs. Gibt es ein Treffen in Kairo zwischen den Briten unter Churchill, eine Delegation mit dem Präsidenten und dem Außenminister der Türkei. Und Churchill will die Türkei in den Zweiten Weltkrieg hineinziehen, auf der Seite der Alliierten. Die Türkei möchte das nicht. Sie ist noch eine junge Republik, sie will sich alle Optionen frei halten und denkt sich, wir wollen nicht wieder in einen Weltkrieg hineingezogen werden, wir haben schon bei dem ersten verloren. Und irgendwann, als dieses Gespräch zäh wird, schaut Churchill den türkischen Ministerpräsidenten, glaube ich, İsmet İnönü an und sagt, Herr İnönü, wie steht es denn mit den Kurden in Ihrem Land? Und İnönü ist schockiert über diese Ansage. Es gibt Gerüchte, dass İnönüs Mutter auch Kurdin gewesen sei, weiß man nicht so genau. Aber laut offizieller Staatsideologie gibt es keine Kurden in der Türkei. Und jetzt sitzt irgendwie der britische Ministerpräsident vor dir und sagt, hey, wie steht es mit den Kurden in ihrem Land? Und der Außenminister sagt, ich bin dann eingeschritten und habe gesagt, so, Mr. Churchill, es gibt keine Kurden in der Türkei. Also was reden Sie da? Und dann hat Churchill seinen Berater angeguckt und hat gefragt, stimmt das denn? Und der Berater war halt ein Wissenschaftler, der den Mittleren Osten sehr gut kennt. Und der hat dann irgendwie wissenschaftlich dargelegt, dass es die Kurden gibt, was ihre Sprache ist, was ihre Geschichte ist. Und hat dann quasi die Message mitgeteilt, hier, wir wissen sehr gut um die Kurden in eurem Land. Wenn ihr nicht nach unserer Pfeife tanzt, dann können wir die Kurden aufstacheln. Das ist sozusagen eine Politik, die über die letzten 100 Jahre vor allen Dingen eben von westlichen Staaten, aber auch von anderen Regionalmächten dort verfolgt worden ist. Die Türkei ist übrigens nicht in den Zweiten Weltkrieg eingetreten, sehr spät in den Zweiten Weltkrieg eingetreten, erst nachdem die Nazis in Stalingrad geschlagen worden sind. Auch die Nazis hatten ihre Pläne mit der Türkei, weil der letzte Ministerpräsident vor Adolf Hitler, Van Papen, war Generalkonsul in der Türkei. Also die Nazis hatten da auch ihre Pläne mit der Türkei. Und die Türkei hat zwischen den beiden Seiten so ein bisschen hin und her gespielt am Ende. Aber als sie gesehen haben, dass die Nazis verlieren, haben sie sich auf die Seite der Alliierten geschlagen, aber haben nie in die Kriegshandlungen sich eingemischt. Das als kurzer Exkurs. Aber jetzt, was bedeutet diese Politik für die Kurden, die Aufteilung? Ich habe das so ein bisschen schon angerissen. In Nordkurdistan gab es früh Aufstände. Und zwar hatten kurdische Stämme nicht unbedingt aus so einem Nationalbewusstsein heraus, sondern eher, weil sie traditionell eine Autonomie hatten im Osmanischen Reich, haben sie versucht, ihre Autonomie aufrechtzuerhalten. Das war so eine sehr feudale Gesellschaft, die quasi ihre Gebiete kontrolliert hat, aber dann im Krieg dem Osmanischen Reich Soldaten zur Verfügung gestellt hat. Das war auch kein Kurdistan in dem Sinne. Es gab zwar die Provinz Kurdistan, aber es gab so lokale Herrscher in der Region. Und als dann die Türkische Republik entstanden ist, wurden diese lokalen Herrscher natürlich alle entmachtet und die haben dann Aufstände geprobt. Die wurden alle nacheinander niedergeschlagen. Und sehr grausam niedergeschlagen. Der letzte Aufstand war in Nordkurdistan, also in dieser Epoche war 1938 in einer Provinz, die Dersim heißt. So ziemlich, ich glaube, das ist nicht eingezeichnet, aber so ziemlich von euch aus, jetzt muss ich nachdenken, oben links in der Grenze. Und Dersim, da leben alevitische Kurdinnen und Kurden. Das ist eine eigene Religionsgemeinschaft, die sind nicht muslimisch, oder das ist umstritten, ob sie zum Islam gehören. Ich würde sagen, sie ist nicht muslimisch. Und die haben den letzten Aufstand geprobt, auch weil sie ihre Autonomie wahren wollten. Und der Aufstand wurde niedergeschlagen, rund 50.000 Menschen wurden umgebracht. Also es war eine Kollektivbestrafung. Und nochmal so viele wurden vertrieben. Und das perfide ist, und das ist so, da wird schon so die Politik der Türkei auch in den späteren Jahren sehr deutlich. Die Operation, mit der sie den Aufstand niedergeschlagen haben, hieß Tunç-Eli, Operation Tunç-Eli. Und Tunç heißt Eisen oder so und El heißt halt Hand, also die eiserne Hand, mit der wir euch zerschlagen.
Und danach wurde die Provinz auch in Tunceli umgenannt. Also die Provinz wurde gebrandmarkt mit diesem Namen und heißt bis heute Tunceli. Aber die Leute aus der Region sagen Dersim, also benutzen weiterhin den kurdischen Namen. Nach diesem Aufstand in der Türkei hat eine Politik der Assimilation eingesetzt. Assimilation bedeutet, laut offizieller Ideologie gibt es keine Kurden. Es gibt die kurdische Identität nicht, die kurdische Sprache nicht. Offiziell galten Kurden als sogenannte Bergtürken. Das wurde so lange gebraucht. So, das sind die rückständigen Türken. Und laut offizieller Ideologie hieß es, dieser Begriff Kurde kommt daher, weil die Kurden leben ja in so gebirgigen Gebieten. Und wenn du dann mit deinen Füßen durch den Schnee stampfst, dann macht das so Geräusche wie Kart Kurd. Daher kommt der Begriff Kurde. Aber das gibt es natürlich nicht. Das war so die offizielle Ideologie. Und was das für Auswirkungen hatte, kann ich ein bisschen biografisch erzählen. Das mache ich immer gerne, weil meine Eltern mir in meiner Kindheit natürlich auch erzählt haben, was sie da erlebt haben. Mein Vater ist in einem kurdischen Dorf aufgewachsen, auch so relativ an der Grenze in der Nähe von Dersim. Und die haben im Dorf, das war in einem gebirgigen Dorf, haben sie nur Kurdisch gesprochen. Da müssen sie zur Schule und ein paar Dörfer dort haben halt eine gemeinsame Schule und der Lehrer wird aus dem Westen der Türkei geschickt. Das heißt, du kommst in die Schule und vor dir sitzt ein Lehrer, der deine Sprache nicht spricht. Und das Erste, was er macht, er verbietet deine Sprache. Er sagt, ihr dürft nicht mehr sprechen. Wenn ihr spricht, dann sprecht ihr Türkisch. Und sucht sich seine 2 Lieblingsschüler aus, hat das mein Vater erzählt. Und das erzählen irgendwie die Menschen aus der Generation meines Vaters, können das alle erzählen. Also wenn ihr hier Kurdinnen und Kurden kennt, könnt ihr sie auch fragen. Wenn sie aus der Türkei kommen, werden sie euch ähnliche Geschichten erzählen. Er hat sich seine 2 Lieblingsschüler ausgesucht, die sollten dann quasi Bericht erstatten, ob auch nach der Schule die Schüler Kurdisch gesprochen haben oder nicht. Und wenn sie es getan haben, gab es die Prügelstrafe. So wurde das Kurdische ausgetrieben aus den Menschen. Und das hat in Teilen gut funktioniert. Meine Mutter ist aus wirtschaftlichen Gründen nach Ankara gezogen, also in die Hauptstadt. Und das war gefährlich, dort als Kurde aufzufallen. Also haben ihre Eltern untereinander zwar Kurdisch gesprochen, aber mit den Kindern nur Türkisch. Ich bin in Deutschland geboren und aufgewachsen und die erste Sprache, die ich gelernt habe, war Türkisch. Und Kurdisch habe ich quasi als Fremdsprache irgendwann dazu gelernt. Das ist quasi die Assimilationspolitik. Und interessant in der Türkei ist auch, wenn du Kurdisch lernst, also mit Kurdisch aufwächst und dann Türkisch lernst, sprichst du mit einem Akzent. Das hört man raus, dass du quasi aus dem Osten kommst, so nennen die das. Die sagen nicht Kurdistan, das sind die Menschen aus dem Osten des Landes. Und um nicht aufzufallen, gab es halt tatsächlich eine Epoche, weil viele Leute angefangen haben, sich für ihre kurdische Identität zu schämen, weil das als so ein Mangel begriffen worden ist, haben halt viele Leute versucht, sehr klares Türkisch zu sprechen, also gerade wenn sie im Westen gelebt haben, versucht den türkischen Akzent nachzuahmen. Natürlich wurde kurdische Musik, kurdische Literatur, alles verboten. Das war quasi die Politik, die in der Türkei geführt worden ist. Ich könnte auch über die anderen Teile Kurdistans viel erzählen. Also auch wenn da nicht so eine stringente Assimilationspolitik durchgesetzt worden ist wie in der Türkei, wurden Kurden und Kurden halt immer unterdrückt, wenn sie für ihre Identität, für ihre Rechte, für Selbstbestimmung eingetreten sind. Vielleicht im Irak, wo es besonders grausam war, gab es eine Phase, da hat der ehemalige Machthaber Saddam Hussein in einer Kampagne 180.000 Kurdinnen und Kurden systematisch ermordet und arabische Bevölkerung angesiedelt. Das ist eine Kampagne, die sich die Am-Fall-Kampagne nannte. Und das war für Saddam die Endlösung der Kurdenfrage. Die Kurden hatten vorher im ersten Golfkrieg den Iran, also Unterstützung aus dem Iran erhalten. Und Saddam wollte sich dann rächen, hat gesagt, die hinterhältigen Kurden, wir werden dieses Problem ein für alle Mal lösen. Und in Halabja, das seht ihr hier, ist der größte Giftgasangriff nach dem Zweiten Weltkrieg vonstatten gegangen. Saddam hat quasi 1988 im März über Nacht 5.000 bis 7.000 Menschen durch Giftgas ermorden lassen. Das ist sozusagen die Tragödie der kurdischen Bevölkerung. Das ist ein Ergebnis dieser Vierteilung Kurdistans. Und da wird die internationale Dimension auch klar. Also so, das ist quasi, na klar, die Kurden und Kurden werden von diesen Staaten unterdrückt, aber es gibt sozusagen Akteure, globale Akteure, die ein Interesse daran hatten, Kurdistan so viel zu teilen, und die haben das mit einkalkuliert. So, sehr viel Tragik, aber dort, wo es Unterdrückung gibt, gibt es auch Widerstand. Und ein Widerstand, also eine zentrale Epoche, in der der Widerstand wieder aufflammt, ist die 68er-Bewegung. Nicht nur in der Türkei,
im Mittleren Osten insgesamt und auf der ganzen Welt natürlich. Danke. In der Türkei ist es deshalb besonders, weil die revolutionären Bewegungen, die da entstehen, erstens schnell sehr militant sind und zweitens die Identität der Kurdinnen und Kurden anerkennen. Sie sagen, es gibt eine kurdische Realität hier in diesem Land, die wurde lange verleugnet und unterdrückt. Und nach der Revolution werden die Kurden natürlich ihre Rechte bekommen. Das war so der Ansatz, den die verschiedenen revolutionären Bewegungen, Strömungen der Türkei verfolgt haben. Das sind 3 Persönlichkeiten, die ich hier mitgebracht habe, vielleicht nur, damit ihr mal die Namen gehört habt. İbrahim Kalpakkaya, Mahir Çayan, Deniz Gezmiş. Die sind bis heute quasi in der türkischen revolutionären Linke, gelten sie als Idole. Also es gibt revolutionäre Bewegungen, die sich auf diese Person heute noch berufen. Das sind so verschiedene Strömungen quasi aus der revolutionären Linke, so ideologisch unterschiedlich. Aber alle haben die kurdische Frage oder die kurdische Identität anerkannt. Alle sind sehr jung gestorben, also wurden ermordet. İbrahim Kalpakkaya unter Foltereinwirkung, nachdem er festgenommen worden ist, Mahir Çayan bei einem Gefecht und Deniz Gezmiş und 2 seiner Genossen wurden hingerichtet, nachdem sie festgenommen worden sind. Aber ihre Ideen und Gedanken haben junge kurdische Menschen an die Idee des Sozialismus herangeführt. Also sie haben halt, Kurdinnen und Kurden haben in dieser Phase sind immer mehr von der dörflichen Region in die Städte gegangen, haben quasi auch studiert am Westen der Türkei und haben dort über diese Persönlichkeiten eine Sympathie zum Sozialismus aufgebaut und haben dann quasi sich organisiert. Und ähnlich wie hier gab es quasi Entwicklung auch in anderen Teilen Kurdistans. Also in Syrien beispielsweise war der Vorsitzende der kommunistischen Partei ein Kurde, Khalid Bektaş. Und er hat natürlich dann auch die kurdische Frage mit thematisiert und dadurch ist sozusagen dieser Einfluss, die Idee des Sozialismus in Kurdistan eingekehrt. Also der Freiheitskampf der Kurden und die Idee des Sozialismus werden in dieser 68er-Epoche zusammengeführt. Und eine der vielen Menschen, die von diesen revolutionären Persönlichkeiten beeinflusst worden ist, von Mahir Çayan, ist Abdullah Öcalan, der Gründer der Arbeiterpartei Kurdistans. Er ist Student in Istanbul, ist eigentlich so religiös sozialisiert worden, hört sich aber irgendwie die Rede von Mahir Çayan an, ist total angefixt, fängt an sozialistische Literatur zu lesen und kommt irgendwann zu dem Schluss, er sagt selber, ich bin für mich zu dem Schluss gekommen, Mohammed hat verloren, Marx hat gewonnen. Und das ist quasi der Ausgangspunkt für die Arbeiterpartei Kurdistans. Aber Öcalan, nachdem Mahir Çayan ermordet wird, nimmt Öcalan an so einer Kundgebung teil, wird festgenommen und landet für ein paar Monate im Knast. Bekommt dann so die Diskussion der revolutionären Kader mit dieser Organisation und stellt fest, es gibt ja ein bisschen auch unter den Revolutionären, wie soll ich sagen, also so von oben herab gucken auf die Kurden. Und das stört ihn in der Diskussion, in der Debatte. Und seiner Ansicht nach ist irgendwie die kurdische Frage auch kein Nebenwiderspruch, sondern in Kurdistan ist eine Kolonie. Das ist eine These, mit der er aus dem Knast herauskommt. Er kommt aus dem Knast raus, hat seinen Schlafplatz im Studentenwohnheim verloren, weil er im Knast war. Fragt irgendwie bei Genossen, bei wem komme ich unter, habt ihr irgendwie einen Schlafplatz für mich? Dann sagen die, okay, es gibt zwei Leute, die sind total in Ordnung, auch Revolutionäre aus der Schwarzmeerregion, also keine Kurden, sondern also nicht Kurden, Türken oder andere, gehören zu anderen Volksgruppen an, aus der Türkei. Bei denen kannst du unterkommen. Und er geht in diese WG und organisiert diese 2 Leute direkt. Und das sind die ersten beiden Leute, die er von seiner Idee überzeugt, dass Kurdistan eine Kolonie ist und ein antikolonialer Kampf geführt werden muss, sind Nicht-Kurden. Und daraus entsteht schon direkt der internationalistische Geist dieser Bewegung. Genau, ich überspringe so ein bisschen. Also kurz gefasst, in Ankara, Öcalan studiert mittlerweile in Ankara Politikwissenschaften. Es werden Diskussionen geführt, vor allem so in Studenten-WGs, clandestin, Debatten, Kurdistan ist eine Kolonie, was sind unsere Aufgaben, wie können wir einen revolutionären Kampf vorbereiten. Tatsächlich ist es auch eine Phase, in der eigentlich die revolutionäre Bewegung in der Türkei sehr stark zurückgeschlagen wird. 1971 gibt es einen Putsch in der Türkei, deswegen organisieren sie sich erstmal clandestin.
Und dann kommen sie irgendwann zum Schluss, hey, wir müssen aufbrechen, wir müssen unser Studium abbrechen, wir gehen nach Kurdistan, wir organisieren die Menschen, wir bauen sie auf. Und sie reisen nach Kurdistan und eines der Anekdoten, die Öcalan erzählt, ist, dass er in einem kurdischen Dorf ankommt, mit einem alten Opa spricht und ihm sagt, hey, so, wir sind Kurden, wir müssen für unsere Rechte kämpfen und so. Und die ganze Zeit sind das so Diskussionen mit der Bevölkerung und der Opa sagt zu ihm, mein Sohn, wir sind wie vertrocknetes Holz, meinst du kannst uns nochmal zum Erblühen bringen? Und er sagt, wir haben diesen Kampf, diese Herausforderung angenommen und haben versucht, eben Kurdistan nochmal zum Erblühen zu bringen und es gelingt tatsächlich. Und Öcalan und eine Gruppe mit ihm reist quasi noch vor dem Militärputsch, dem letzten Militärputsch in der Türkei 1980. Vorher reisen sie aus der Türkei über Syrien in den Libanon. Öcalan tritt sehr selbstbewusst bei einer palästinensischen revolutionären Organisation vor. Da gibt es auch Anekdoten des Vorsitzenden, wie Öcalan vor ihm sitzt und sagt, und der palästinensische Vorsitzende von der Demokratischen Volksfront Palästinas sagt, da saß er vor mir, ein junger Mann mit so einem Schnauzer und hat erstmal angefangen, 1 Stunde, 2 Stunden mich voll zu labern mit Weltpolitik und Analyse. Aber ich habe gemerkt, er meint es ernst. Er ist überzeugt von dem, was er sagt. Also haben wir sie unterstützt und er hat zu mir klar gesagt, er hat auch nicht gebeten, sondern er hat eine Forderung gestellt, er hat gesagt, ihr seid Sozialisten, wir sind Sozialisten, wir wollen einen revolutionären Kampf führen, also müsst ihr uns ein Lager zur Verfügung stellen, wo wir uns für den bewaffneten Kampf vorbereiten können und das haben wir dann gemacht. Und das ist vermutlich ein Bild aus diesem Camp. 1978 hat sich die PKK offiziell gegründet, 1984 den bewaffneten Kampf aufgenommen und dieser bewaffnete Kampf geht bis unsere Gegenwart quasi weiter. Das Ziel bei der Gründung war ein unabhängiges sozialistisches Kurdistan. Also es wurde nicht explizit von einem Staat gesprochen, aber es wurde schon ein Staat darunter verstanden. So die Interpretation. Genau, und dieser Kampf hatte das Ziel, irgendwie die Kolonialmacht Türkei aus Kurdistan zu vertreiben. Also ein antikolonialer Kampf. Und war von Anfang an auch klar und deswegen auch der Name der Partei, dass es eine sozialistische Partei ist, die Arbeiterpartei Kurdistans. Das heißt, man hat sich so in diesem Spektrum des weltweiten sozialistischen Kämpfes und des antikolonialen Kampfes eingeordnet. Und genau, dann eben seit 1984 bewaffneter Kampf und dieser Kampf hat mit Unterbrechung quasi unsere Gegenwart erreicht. Wir machen weiter, nochmal einen großen Sprung. 1999 ist ein Wendepunkt. Bis 1998 war Abdullah Öcalan in Syrien und hat von dort aus agiert. Dann muss er Syrien verlassen, weil der Druck auf ihn wächst, also auch der internationale Druck. Die Türkei droht mit Einmarsch, Washington übt sehr großen Druck aus auf die syrischen Machthaber. Und Öcalan sagt, okay, ich habe 2 Optionen, entweder gehe ich in die Berge und wir führen weiter den Kampf, oder ich versuche eine politische Lösung in die Wege zu leiten und gehe nach Europa. Und tatsächlich gab es Einladungen aus Europa, also aus Griechenland und anderen Staaten. Und er hat sich dazu entschieden, über Griechenland dann eben nach Europa zu reisen. Reist von Land zu Land, wird immer weiter gereist. Eine Weile hält Italien ihn aus, unter damals einer linken Regierung. Am Ende landet er in der griechischen Botschaft in Nairobi, weil kein europäischer Staat ihn behalten will, weil der Druck so groß ist, und wird von dort entführt und an die Türkei ausgeliefert. In einem Schauprozess wird er zum Tode verurteilt. Später hat die Türkei quasi die Todesstrafe abgeschafft im Rahmen des EU-Beitrittsprozesses und er sitzt quasi in lebenslanger Haft bis heute auf einer Gefängnisinsel, lange Zeit alleine, mittlerweile mit 4 Mitgefangenen, glaube ich, 3 oder 4 Mitgefangenen. Und Öcalan nutzt diese Zeit, um sich mit der Frage auseinanderzusetzen, wie den Freiheitskampf weiterführen. Das ist sozusagen seine Rolle, seine neue Rolle. Seine Anwälte klagen vor dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte wegen unfairem Prozess und den Haftbedingungen. Und er nutzt sozusagen diese Gerichtsprozesse vor dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte, um Verteidigungseingaben reinzureichen. Und in diesen Verteidigungseingaben fasst er seine Gedanken zusammen. Und davor, er hat quasi am Anfang vor allem das Recht gehabt, wöchentlich seine Anwälte zu treffen. Dieses Recht wurde ihm später verwehrt, will er Literatur haben.
Er sagt, bringt mir Literatur von linken sozialistischen Denkern aus der ganzen Welt. Ich will lesen, kann hier nichts anderes machen. Ich bin praktisch nicht mehr der Vorsitzende dieser Partei, aber ich kann recherchieren und meine Gedanken formulieren und dann könnt ihr gucken, was ihr damit anfangen könnt. Und er setzt sich viel mit sozialistischer linker Literatur auseinander und kommt zu gewissen Schlüssen. Vielleicht müssen wir nochmal einen Sprung zurück machen, um sozusagen diesen Prozess zu verstehen. Und das hängt auch viel jetzt auch mit der Frage zusammen, was hat es mit Öcalans Botschaft heute auf sich? Weil der erste einseitige Waffenstillstand, den die PKK ausgerufen hat, war 1993. Da hat die PKK zum ersten Mal erklärt, wir müssen diesen Konflikt politisch lösen. Tatsächlich ging diese Initiative gar nicht von der PKK aus, sondern von der türkischen Seite. Der damalige Staatspräsident Turgut Özal hat über Mittelsleute Öcalan die Botschaft geschickt, hat gesagt, hey, der Krieg dauert jetzt schon fast 10 Jahre an. Wir sind irgendwie NATO-Armee, zweitgrößte NATO-Armee. Wir haben euch irgendwie nicht militärisch besiegen können. Ihr uns aber offensichtlich auch nicht. Also müssen wir irgendwie in einen Dialog treten. Das ist Özals Ansicht. Rufen Waffenstillstand aus, lässt er an Öcalan weiterleiten. Und dann gucken wir mal, was wir machen können. Öcalan geht darauf auf dieses Angebot ein. Also die PKK diskutiert das, auch mit anderen kurdischen Akteuren und sagt, okay, wir müssen dieser Konflikt muss am Tisch gelöst werden. Und wir beharren nicht unbedingt darauf, dass wir einen eigenen Staat wollen, 1993, also als er noch in Freiheit ist, sondern wir können eine politische Lösung innerhalb der bestehenden Staatsgrenzen finden. Er ruft erstmal einen einmonatigen Waffenstillstand aus, dann gibt es den Aufruf, dass er ihn verlängern soll und er ruft danach einen unbefristeten Waffenstillstand 1993 aus. Am nächsten Tag soll Turgut Özal, das ist die Abmachung, eine Botschaft im Namen des türkischen Staats verkünden, aber er stirbt. Und das ist halt so die Geschichte und die Leute, die die Botschaft von Özal rübergebracht haben zu Öcalan, sagen schon, Turgut Özal ist tot, dieser Prozess ist tot, also es wird nichts passieren. Also offiziell Herzinfarkt, aber seine Angehörigen bezweifeln das, sagen, er wurde beseitigt. Für die These, dass er beseitigt worden ist, spricht auch, dass danach eine Regierung an die Macht tritt, die den Krieg total eskalieren lässt. Und mit Tansu Çiller, das war die Ministerpräsidentin damals, sie hat sozusagen gute Beziehungen in die USA gehabt. Der Generalstabschef, das ist auch eine interessante Geschichte oder ein interessanter Exkurs, sagt, er ist nach dem Tod von Özal nach Großbritannien gereist, hat dort wohl mit irgendwelchen Leuten von der NATO gesprochen und auf der Rückkehr sagt er der Presse, wir haben grünes Licht erhalten. Und danach eskaliert der Krieg. Also es ist offensichtlich, dass es sozusagen unterstützt von der NATO ein Interesse daran gibt, diesen Krieg weiter zu eskalieren. Und was dann passiert, ist eben, dass in Nordkurdistan 4000 kurdische Dörfer, die beschuldigt werden, eben die PKK oder die Guerilla zu unterstützen, dem Erdboden gleichgemacht werden. Es gibt Hunderttausende Menschen, die ihre Heimat verlassen müssen. Und die Rede ist von 17.000 Personen, die durch sogenannte unbekannte Mörder beseitigt worden sind. Und diese 17.000 Menschen waren keine Guerillakämpfer, sondern politische Aktivistinnen und Aktivisten, Journalisten, Rechtsanwälte, Lehrerinnen und Lehrer. Das passiert quasi nach dem Tod von Turgut Özal. Genau, das als Exkurs, um diese ganzen Ideengeschichte von Abdullah Öcalan und diese Friedensprozesse zu verstehen. Nach seiner Festnahme verkündet Öcalan nochmal einen Waffenstillstand, weil er sagt, wir sind gerade an der Schwelle eines Bürgerkrieges, weil die kurdische Bevölkerung ist hoch emotionalisiert. Auch in Europa gibt es sehr gewaltsame Proteste. Menschen zünden sich selbst an, aus Verzweiflung oder aus Protest, und der Konflikt droht komplett zu eskalieren. Und Öcalan sagt irgendwie dann in seiner ersten Botschaft, stoppt das, stoppt diese Eskalation. Zieht euch militärisch erstmal zurück. Wir müssen gucken, dass wir das auf politische Bahn, also wir müssen das in einen politischen Dialogprozess führen. Es ist erstmal ein Rückschlag für uns, aber wir können das umwandeln in einen politischen Sieg. Dieser Prozess dauert sehr lange. Bis 2004 gibt es innerhalb der PKK Auseinandersetzungen. Dann gibt es eine Spaltung aus der PKK und dann fängt sich die Bewegung. Und die ersten Schriften von Öcalan kommen in dieser Zeit raus. Und Öcalan legt einen grundlegenden Wandel ein. Also das, was er 1993 angefangen hat mit einer Lösung innerhalb der türkischen Staatsgrenzen, wird zu einem Gesellschaftskonzept, das später den Titel der demokratische Konföderalismus bekommt. Und jetzt kommen wir zum demokratischen Konföderalismus. Genau, was ist der demokratische Konföderalismus?
für die Bewegung, für die PKK und Abdullah Öcalan ist klar von Anfang an, wir sind eine sozialistische Bewegung, wir sind eine antikoloniale Bewegung. Aber jetzt ist im Sozialismus oder im Realsozialismus einiges geschehen. Der Realsozialismus existiert nicht mehr. Manche sprechen davon, dass er gescheitert ist. Und auch die antikolonialen Bewegungen, die quasi mit einem sozialistischen Anspruch angetreten sind, viele von diesen Bewegungen haben halt dann sich von der Kolonialmacht befreit, aber haben dann ihre sozialistischen Ansprüche, Ideen vergessen. Das ist so die Analyse, es entstehen autoritäre Staaten, es entstehen neokoloniale Verhältnisse, also diese neuen Staaten sind auch abhängig von den einzigen Kolonialmächten oder vom globalen Norden. Und Öcalan sagt, wir müssen als Sozialistinnen und Sozialisten diese Phase analysieren. Warum sind wir gescheitert? Was sind unsere Lehren daraus? Es ist Zeit für eine Selbstkritik und eine Selbstreflexion. Und es gibt tatsächlich schon, als er in Freiheit war und als der Realsozialismus noch existiert hat, Kritiken von ihm gegenüber der Sowjetunion, wo er sagt, in der Sowjetunion ist der Staat viel zu mächtig geworden und die Gesellschaft zu einem Nichts geworden. Und er kritisiert das quasi schon damals. Und später kommt er zu dem Schluss in seinen Schriften, in seinen Auseinandersetzungen, dass eben der Staat und die Machtergreifung als Instrumente gesellschaftlicher Befreiung nicht wirken. Er sagt, der Staat als Konzept ist kein Instrument, mit dem wir als fortschrittliche Bewegung Freiheit erlangen können. Das sind die Instrumente unseres politischen Gegners. Deswegen können wir damit mit dem Aufbau eines eigenen Staates keine gesellschaftliche Befreiung erlangen. Wir schaffen neue Unterdrückungsverhältnisse, wir konzentrieren wieder Macht und werden so zu keiner Lösung kommen. Er sagt, wir müssen anfangen, uns mit der neuen linken Bewegung, mit antiautoritären linken Strömungen auseinanderzusetzen. Wir müssen uns auch mal wieder mit dem Anarchismus auseinandersetzen, der ja auch eben dieselben Ziele wie wir verfolgt haben, nur mit anderen Mitteln und ohne Staatlichkeit. Wir müssen uns mit feministischen und ökologischen Bewegungen auseinandersetzen, von neuem mit ihren Theorien auseinandersetzen. Das sind alles antisystemische Bewegungen. Wie können wir diese Kämpfe zusammenführen? Und die PKK hatte von Anfang an den Anspruch, und ist auch daraus entstanden, aus einer Kritik von diesem Verständnis von Haupt- und Nebenwiderspruch. Sie hat halt von Anfang an gesagt, die kurdische Frage ist kein Nebenwiderspruch. Das ist ein Kampf, den wir jetzt führen müssen. Und im demokratischen Konföderalismus und diesem Konzept entwickelt er das weiter und sagt, wir müssen ökologische Kämpfe, wir müssen feministische Kämpfe jetzt hier führen. Nicht irgendwie, wenn wir Kurdistan befreit haben. Wir müssen den Kampf um Demokratie jetzt und hier führen. Und diese Kämpfe laufen parallel. Und wir müssen diese Kämpfe auch in unserer eigenen Bewegung, in unserer eigenen Gesellschaft führen. Also wir müssen gegen das Patriarchat in der kurdischen Gesellschaft und auch in der PKK gegen patriarchale Denkmuster und Strukturen kämpfen. Das heißt, diese Kämpfe führen wir im Hier und Jetzt und führen sie parallel und organisieren sie und müssen sie aber systematisch zusammenführen als eine Gesamtbewegung. Das sind seine Lehren. Also er stellt sich immer wieder die Frage, warum sind antisystemische Kämpfe in der Geschichte gescheitert? Versucht aus der Analyse heraus quasi dann Antworten zu finden. Und er guckt in der Geschichte immer an so Bruchstellen. Also wann ist das Patriarchat dominant geworden? Irgendwie vor 5000 Jahren. Dann sagt er in seinen Schriften, okay, wie war es vor dieser Zeit? Wie waren die gesellschaftlichen Strukturen dort und was können wir daraus lernen für unsere Gegenwart? Das heißt nicht, dass wir sozusagen in diese Geschichte, dass wir jetzt 7000 Jahre in die Geschichte zurückgehen, zu einem goldenen Zeitalter, sondern wir müssen diese Umbruchphasen in der Menschheitsgeschichte uns ganz genau angucken. Wann sind Unterdrückungsverhältnisse wie entstanden? Und da sagt er halt klar, diese Idee des Nationalismus und Unterdrückung, das hat halt, muss kontextualisiert werden. Das Konzept des Nationalstaates ist ein westeuropäisches Konzept, was von hier aus überall hin in die Welt getragen worden ist. Die Idee von Nationalstaaten auf dem afrikanischen Kontinent oder im Mittleren Osten, die sind nicht dort entstanden und haben sich entwickelt, sondern die wurden von hier dorthin übertragen. Und dann ist die Frage, wie haben sich Gesellschaften vorher organisiert dort, bevor es diese Konzepte gibt? Und was können wir daraus lernen? Das ist sozusagen sein Anspruch. Und er entwickelt Konzepte, bei denen die Idee der Demokratie sehr, sehr zentral ist. Ihr seht diese Konzepte, die haben alle dieses Attribut demokratisch vorne wegstehen. Und Demokratie ist im Verständnis der kurdischen Freiheitsbewegung das Antipol zum Staat. Er sagt, es gibt Staatlichkeit und es gibt Demokratie. Demokratie ist da, wo die Gesellschaft sich selbst verwaltet. Staatlichkeit ist dort, wo die Eliten herrschen. Und klar gibt es Mischformen. Also es ist jetzt nicht so, dass jeder Staat komplett autoritär beherrscht wird, offensichtlich nicht.
Und es gibt Staaten, die sich leicht für die Demokratie geöffnet haben oder mehr oder weniger, aber das ist immer das Ergebnis von gesellschaftlichen Kämpfen gewesen. Es ist auch nicht aus dem Nichts entstanden. Diese Staaten sind nicht entstanden und haben gesagt, wir sind jetzt Demokratien, sondern waren in ihrem Ursprung erstmal autoritär oder zentralistisch oder haben die Macht versucht zu konzentrieren. Und im Zuge der gesellschaftlichen Kämpfen haben sie sich mehr für Demokratie geöffnet. Das ist so die Grundidee. Und in seinem Geschichtsverständnis sagte, es gab immer einen demokratischen Strang in der Menschheitsgeschichte. Also jetzt sind das die antisystemischen Bewegungen, es sind eben die Sozialisten, die Linken, die ökologische Bewegung, die Frauenbewegung, die feministischen Bewegungen. Das sind alles antisystemische, demokratische Kräfte. Und diesen Strom gab es immer in der Menschheitsgeschichte. Das, was zum Beispiel im Mittleren Osten vor 1000 Jahren die Prophetie sagt. Es gab Propheten, die haben die bestehende Ordnung in Frage gestellt und haben Neues verkündet. Später wurden diese Religionen, die daraus entstanden sind, wieder von den Machthabern sich angeeignet und sind wieder dogmatisch geworden. Das ist eine andere Seite, aber in ihrem Ursprung waren sie fortschrittlich und revolutionär. Also Jesus war ein Revolutionär. Was dann das Christentum daraus gemacht hat, ist eine andere Geschichte. Dann hat sich die Macht sozusagen diese Ideologie angeeignet, um ihre Macht zu legitimieren. Das ist so ein bisschen das Konzept. Und da hinten haben wir ein Bild aufgehängt, das ihr euch gerne mal angucken könnt. Da wird das so ein bisschen verbildlicht. Ihr könnt euch das später nach dem Vortrag gerne mal angucken. Es gibt zwei Ströme der Menschheitsgeschichte, einen demokratischen Strang und es gibt diesen Herrschaftsstrang. Und Aktivistinnen und Aktivisten aus Deutschland von der Initiative Demokratischer Konföderalismus, die haben da sozusagen so ein Wimmelbild draus gemacht und haben versucht, den demokratischen Strang der Menschheitsgeschichte nachzuzeichnen und eben den herrschaftszentrierten Strang. Und das ist die Dialektik in dem Geschichtsverständnis von Abdullah Öcalan. Genau, und das ist Demokratie. Weitere Grundprinzipien sind eben Frauenbefreiung, Geschlechterbefreiung. Also in Kurdistan wird vor allem von Frauenbefreiung geredet, aber die Frauenbewegung fasst das auch weiter. Sprich von Geschlechterbefreiung und das ökologische Bewusstsein, das in die Gesellschaft hineingetragen werden muss. Das sind sozusagen Prinzipien, die im demokratischen Konföderalismus umgesetzt werden sollen. Und das sind Prozesse. Es ist jetzt nicht so, wir haben jetzt demokratischen Konföderalismus aufgebaut, zum Beispiel an einem Ort, und dann ist das geschlechterbefreit und ökologisch so. Das ist es nicht, sondern wir müssen sozusagen dann daran arbeiten, dass wir diese Geisteshaltung entwickeln und patriarchale Strukturen in unseren Köpfen, in unserer Gesellschaft hinterfragen, ein ökologisches Bewusstsein etablieren. Also es gibt viel um diese Frage von, was ist ein sozialistisches Bewusstsein, was ist ein fortschrittliches Bewusstsein, und dazu gehört eben die Frage der Geschlechterbefreiung und der Ökologie. Und jetzt gibt es so im Praktischen ein paar Konzepte, die ich kurz darstelle, und dann gehe ich auf die praktische Umsetzung nochmal ein. Öcalan hat verschiedene Konzepte etabliert. So sein Dachbegriff ist die demokratische Moderne, oder wir können es auch demokratischen Sozialismus oder nur Sozialismus bezeichnen. Das ist sozusagen der Überbegriff. Und als Gegenmodell dazu sieht er die kapitalistische Moderne. Das ist sozusagen dieser Dualismus, den wir gerade haben in unserer Gegenwart. Und demokratische Moderne und demokratische Selbstorganisierung kann in der kapitalistischen Moderne entstehen und die kapitalistische Moderne zurückdrängen. Also es ist nicht so ein Ding von, wir machen heute Revolution und dann ist kapitalistische Moderne weg und wir haben dann nur Sozialismus, sondern wir müssen Demokratie und demokratische Moderne aufbauen. Das ist sozusagen unsere Aufgabe, und den Kapitalismus zurückdrängen. Wie bauen wir ihn auf? Indem wir uns selbst organisieren. Demokratie bedeutet gesellschaftliche Selbstorganisierung. Das ist die demokratische Autonomie. Wenn wir uns hier selbst organisieren und dafür sorgen können, dass wir unseren Alltag regeln, dass wir unsere Probleme untereinander lösen, ohne direkt an staatliche Autoritäten heranzutreten, ohne zur Polizei, zum Gericht zu gehen, dann haben wir demokratische Autonomie aufgebaut. Wenn wir demokratische Autonomie vernetzen, dann entsteht demokratischer Konföderalismus. Wenn wir also hier demokratische Autonomie haben und dann irgendwie in der Nachbarschaft noch demokratische Autonomie haben und dann ein Netzwerk untereinander etablieren, mit Delegierten uns austauschen und sagen, hey, das ist unsere Entscheidung, wie sieht es bei euch aus, wie können wir diese Frage vielleicht auch gemeinschaftlich lösen, dann entsteht demokratischer Konföderalismus, und demokratischer Konföderalismus ist das Gegenstück zur Staatlichkeit. Das ist dann unser Verwaltungssystem, das wir aufbauen. Demokratische Nation ist ein Konzept, das ein bisschen abstrakt ist. Es hat nichts mit so dem Nationsbegriff zu tun, den wir hier haben, also so, dass wir irgendwie eine imaginierte gemeinsame Herkunft haben, eine Sprache, eine Kultur oder sowas, sondern für ihn ist die Nation eine Form von Gesellschaftlichkeit, die einen gemeinsamen Nenner hat, und in der demokratischen Nation ist unser gemeinsamer Nenner, dass wir uns demokratisch selbst organisieren. Also wir können eine Einheit in unserer Vielfalt bilden. Ich weiß nicht, vielleicht haben einige von euch mal von Hart und Negri gehört, die haben so dieses revolutionäre Subjekt der Multitude
eingeführt. Sie sagen irgendwie, es gibt nicht mehr das Proletariat als revolutionäres Subjekt, sondern sowas wie die Multitude. Und die demokratische Nation geht so ein bisschen in die Richtung. Das heißt, die demokratische Nation ist auch kein statischer Begriff. Wenn ihr jetzt die demokratische Nation seid und wir beide beschließen auch, uns demokratisch selbst zu organisieren und Teil der demokratischen Nation zu werden, dann sind wir einmal Teil von euch, aber durch unsere Eigenheiten verändern wir das Ganze. Das heißt, es ist eine Struktur, die so im Fluss ist. Was ist unser gemeinsamer Nenner? Und die Demokratische Republik, dieses Konzept wird so nicht mehr gebraucht, also das hat Öcalan vor allem am Anfang benutzt, aber später hat er sich auch davon abgewandt, ein Stück weit. Aber die Idee ist immer noch dieselbe. Demokratische Republik bedeutet einfach, den Staat für Demokratie zu öffnen. Wir haben einen Staat, der akzeptiert, dass die Gesellschaft sich in ihm demokratisch selbst organisiert. Wie machen wir das? Wenn wir zum Beispiel in der Türkei den Raum für Demokratie öffnen wollen, dann ist das Konzept das, dass wir eine politische Partei gründen, die sowas wie eine Dachorganisation ist und nicht nur kurdisch ist, sondern versucht, alle gesellschaftlichen Teile, die im Widerspruch zu diesem Staat stehen und sagen, wir brauchen mehr Demokratie, mehr Rechte, dass wir mit denen gemeinsam eine Dachpartei gründen. Und das ist aktuell die DEM-Partei in der Türkei, vorher die HDP. Und wir versuchen im System über den Parlamentarismus quasi Einfluss zu nehmen und den demokratischen Raum zu eröffnen. Dann schaffen wir sowas wie eine demokratische Republik. Dieser Kampf funktioniert oder geschieht quasi parallel zu der Selbstorganisierung in der Gesellschaft. Wir haben also die zwei Ebenen. Einerseits in der Gesellschaft bauen wir die demokratische Autonomie auf und gleichzeitig versuchen wir auf diesen Staat so einzuwirken, dass er diese Strukturen akzeptiert. Weil wenn er sie nicht akzeptiert, wird er sie bekämpfen und dann müssen wir uns verteidigen. Das heißt, dann hast du eine militärische Auseinandersetzung, eine bewaffnete Auseinandersetzung. Aber wenn wir so stark sind, dass der Staat sozusagen nicht drum herum kann, uns zu akzeptieren, dann entsteht quasi ein Kompromiss zwischen dem Staat und der Demokratie. Und der Staat sagt, okay, aber diese Kompetenzen will ich noch bei mir behalten. Und die Demokratie sagt irgendwie, okay, aber wir müssen uns den Raum für Selbstorganisierung geben. Und es entsteht sowas wie ein Kompromiss. Und das ist dann quasi die Demokratische Republik. Und je besser wir uns organisieren, desto mehr können wir dann den Staat weiter zurückdrängen. Also wenn wir uns umfassend in allen Bereichen, Lebensbereichen organisieren, dann brauchen wir nicht mehr irgendwie auf die Staatsgewalt an sie heranzutreten, um unsere gesellschaftlichen Fragen zu lösen. Das ist die Theorie. Es ist für den Mittleren Osten konzipiert, aber es hat Elemente, die quasi auch über den Mittleren Osten hinausgehen. Also es gibt Menschen und Leute und Aktivisten, die zum Beispiel nach Kurdistan gereist sind, dort gelernt haben und wieder zurückgekommen sind und sich fragen, was bedeutet das, was wir dort gelernt haben für unsere gesellschaftlichen Kämpfe hier. Das bedeutet nicht, dass wir die Schablone von dort nehmen und hier übertragen, das klappt nicht, aber es gibt Elemente der Selbstorganisierung, der Gesellschaftlichkeit. Also wenn ich viel mit so Aktivisten in Deutschland gesprochen habe, dann war so eine ihrer Selbstkritiken irgendwie, hey, wir sind eine linke Struktur irgendwie hier in Berlin gewesen und wir haben halt keinen Bezug zur Gesellschaft gehabt. Und in Kurdistan haben wir gelernt, wir müssen gesellschaftlich sein, wir müssen auf ihre Fragen eingehen, wir müssen sie versuchen zu organisieren und sie zu unterstützen. Und in Berlin sind zum Beispiel viele so Nachbarschaftsinitiativen entstanden, so Stadtteilgeschäfte und mit politischen Angeboten, aber auch mit gesellschaftlichen Angeboten von Leuten, die in Rojava waren, in Nordsyrien waren. Das war so eine der Lehren, die sie daraus gezogen haben. Und sagen dann noch, klar, wir haben es lange nicht gemacht und die Rechten haben das gemacht und haben die Menschen sozusagen ihre Ängste instrumentalisiert. Aber in Kurdistan ist das halt anders. Da ist ein ganzer Kampf sozusagen gesellschaftlich. Du gehst in die Gesellschaft hinein, versuchst sie zu organisieren. Du stehst nicht über der Gesellschaft. Du propagierst auch nicht. Also ich meine, die kurdische Freiheitsbewegung hat eine Utopie und eine Vision, wo sie hin will. Aber sie geht nicht in die Gesellschaft direkt rein und sagt, hey, so wie ihr lebt, ist falsch, das ist richtig und das setzen wir jetzt um. Das war so ein bisschen die realsozialistische Praxis. Sondern sie geht rein, versucht die Probleme und die Sorgen der Gesellschaft zu verstehen. Natürlich gibt es dann auch in der Bewegung Widersprüche. Es gibt zum Beispiel religiöse Menschen, die an ihrer Religion hängen, aber trotzdem mit der kurdischen Freiheitsbewegung sympathisieren. Es gibt auch patriarchale Strukturen in Kurdistan, aber Männer, die sozusagen zu Hause patriarchal sind, aber dann irgendwie mit der kurdischen Bewegung auf die Straße gehen. Aber das Ziel ist dann, in die Gesellschaft hineinzugehen, um Einfluss auf sie nehmen zu können und sie in der Gesellschaft sozusagen zu verändern. Jetzt habe ich schon sehr viel geredet. Ich will noch ein bisschen auf die Praxis eingehen, wenn da Zeit dafür ist. Genau, diese Theorie wurde auch in die Praxis umgesetzt, in verschiedenen Teilen Kurdistans, aber im größeren Maßstab
in Nord- und Ostsyrien seit 2012. Da haben sich kurdische Strukturen clandestin organisiert. Ich hatte erzählt, die PKK war lange in Syrien, hatte dort ihre Rückzugsgebiete. Das heißt, sie hat dort auch einen gewissen politischen Einfluss gehabt. Und als der Bürgerkrieg ausgebrochen ist in Syrien, haben sozusagen ein Jahr später sind diese clandestinen Strukturen in die Öffentlichkeit getreten und haben gesagt, wir übernehmen jetzt hier. Und die wurden lange auch vorher vom Assad-Regime verfolgt. Also viele dieser Aktivisten sind in den Folterknästen von Assad gelandet und haben dort ihr Leben gelassen. Aber Assad hatte in dieser Phase andere Probleme. Er kennt ja auch die kurdische Bewegung, er weiß ja, wer diese Leute sind und wie sie ticken. Und er hat gesehen irgendwie, okay, die wollen sich selbst verwalten, die wollen nicht nach Damaskus und mich stürzen, weil die wollen nicht die Macht ergreifen, sozusagen in Syrien. Und andere Akteure wollen aber gerade hier irgendwie mir an meinen Machtsessel ran. Also lasse ich die Kurden mal machen und ziehe ein bisschen meine militärischen Strukturen ab und versuche quasi erstmal meine Macht zu konsolidieren. Wir wissen heute, das ist ihm nicht gelungen. Aber damals war das so ein bisschen seine Strategie. Also haben die quasi sehr unblutig eine Revolution vonstatten gebracht, ohne bewaffnete Auseinandersetzung. Es wurde den Regimekräften gesagt, ihr könnt euch, also legt die Waffen nieder, ihr könnt hier bleiben oder ihr zieht mit euren Waffen ab, das ist euch überlassen. Und das wurde dann quasi umgesetzt und dann hat die Selbstverwaltung sozusagen dort übernommen. Genau, ich könnte jetzt lange auf die Geschichte von Rojava eingehen, was dann seit 2012 passiert ist. Nur kurz, ihr wisst, der IS hat angegriffen, es gab diesen Kampf um Kobane, die Türkei ist mehrfach eingeschritten und hat Gebiete völkerrechtswidrig besetzt. Aber gerade nach dem Kampf gegen den IS wurden diese ehemaligen IS-Gebiete auch dann befreit und in diesen Gebieten wurde auch dieses Konzept des demokratischen Konföderalismus umgesetzt. Also der Anspruch war, wir gehen in die arabischen Gebiete hinein, das waren vor allem arabische Gebiete, und beherrschen sie nicht von den kurdischen Regionen aus, sondern unser Konzept sagt uns, wir bringen den Leuten oder legen ihnen dieses Konzept der Selbstorganisierung und Selbstverwaltung nahe und helfen ihnen dabei, das umzusetzen. Und so ist quasi in der Stadt wie Raqqa, die ehemalige Hauptstadt des IS, eine Selbstverwaltung entstanden mit Co-Vorsitz einer Frau und einem Mann an der Spitze und einer Selbstorganisierung der Frauenbewegung. Das ist quasi der Anspruch. Die Landkarte Syriens sieht aktuell so aus, in etwa. Und das ist relativ aktuell. Also das ist jetzt nicht ohne Assad, Assad ist weg. Und die Gebiete, die gelb sind, sind Gebiete der autonomen Selbstverwaltung. Dort wird dieses Gesellschaftskonzept praktiziert. Städte wie Raqqa, Tabqa, Deir ez-Zor, also das ländliche Gebiet von Deir ez-Zor, nicht das Stadtzentrum, sind mehrheitlich arabisch. Und heute, also ich kenne nicht genau die Zahlen, aber ich glaube, es leben mehr Araberinnen und Araber in dieser Region als Kurden und Kurden. Also es ist eigentlich falsch, von der kurdischen Selbstverwaltung zu sprechen. Es ist eine multiethnische Selbstverwaltung. Die grünen Gebiete hier sind die Gebiete, die von der HTS, Hayat Tahrir al-Sham, kontrolliert werden. Das sind jetzt die Machthaber in Syrien. Die hatten lange ihre Basis rund um die Stadt Idlib und sind dann quasi von dort Ende letzten Jahres in Richtung Damaskus vorgestoßen und haben diese Gebiete unter ihre Kontrolle gebracht. Und hier sind noch andere oppositionelle Gruppen, die der Freien Syrischen Armee zugehören. Und dann gibt es dieses Gebiet Suwaida, hier leben die Drusen, das ist auch eine ethnische Volksgruppe, die haben jetzt ihre Autonomie ausgerufen auch. Also die wollen auch nicht von Damaskus aus regiert werden. Und in ihren Ideen und Konzepten gibt es zum Teil Überschneidungen zu den Ideen, die es in der Selbstverwaltung gibt. Also da gibt es auch einen Dialog und Austausch. Das heißt, ihr seht, die neuen Machthaber haben noch nicht so viel zu sagen, die kontrollieren nicht ganz Syrien und die sind auch militärisch gar nicht in der Lage, gerade Syrien komplett unter ihre Kontrolle zu bringen. Ihr wisst, nach dem Sturz von Assad hat Israel die ganzen Militäranlagen in Syrien bombardiert und hat sozusagen das Land nochmal so militärisch 20, 30 Jahre in die Vergangenheit torpediert. Dadurch ist Syrien auch keine große militärische Gefahr mehr für Israel, aber auch die neuen Machthaber sind relativ schwach. Die dunkelblauen Gebiete sind die Gebiete, die von der Türkei und dschihadistischen Truppen, die mit der Türkei agieren, besetzt worden sind, völkerrechtswidrig. Die Türkei ist 2016, nachdem der IS zerschlagen worden ist, also vielleicht als Vorgeschichte, die Türkei hat das größte Problem der Türkei ist die Selbstverwaltung. Sie haben zwar am Anfang gesagt, wir wollen Assad stürzen, aber als Assad dann nicht gestürzt worden ist, haben sie irgendwann eine Kehrtwende gemacht und haben gesagt, okay, wir können auch mit Assad kooperieren, um die Selbstverwaltung zu zerschlagen, weil sie wollen keine Autonomie an ihrer Grenze haben. Also haben sie lange Zeit auch islamistische und dschihadistische Strukturen unterstützt, um mit ihnen gemeinsam die Selbstverwaltung zu bekämpfen. Als sie aber gesehen haben, dass der IS militärisch dort verliert, sind sie selbst eingeschritten in Nordsyrien. Und zuerst 2016 in so einem Streifen neben Kobane. Und da haben sie gegen den
gegen den IS gekämpft. Aber sie haben erst gegen den IS gekämpft, als der IS quasi im Rückzug war. Davor hat der IS die ganze Zeit die gesamte Grenzregion fast kontrolliert. Das war kein Problem. Aber als sie gesehen haben, oh, die kurdischen Streitkräfte gehen dort, kommen da voran und besiegen den IS, sind sie auch militärisch reingegangen. 2018 haben sie Afrin besetzt. Das ist ganz im Nordwesten Syriens. Und Afrin ist eine der ersten Gebiete, in denen die Revolution vonstatten gegangen ist. Fast komplett kurdische Bevölkerung, heute nicht mehr. Also die meisten Kurden wurden dort entvölkert. Und dann sind sie 2019 nochmal da in diesem blauen Streifen zwischen Tal Abyad und Serikania einmarschiert. Genau, und in diesen Gebieten wurden viele Kurden vertrieben und dschihadistische Gruppen, auch ehemalige IS-Kämpfer, haben dort Rückzugsgebiete erhalten. Und jetzt mit dem Sturz des Assad-Regimes hat die Türkei nochmal diese Kräfte mobilisiert und versucht, die Selbstverwaltung anzugreifen. Hat die Stadt Manbij dort eingenommen, aber ist nicht weitergekommen als das. Das ist gerade die Frontlinie. Und die Kämpfe dauern weiter an. Also es wird gerade verhandelt über eine Nachkriegsordnung in Syrien, aber die Kämpfe dauern dort weiter an. Jetzt nochmal zum Konzept. Ich habe dieses Zitat hier mitgebracht, weil ich das so nochmal beeindruckend fand von einem Aktivisten, der in den Basisstrukturen organisiert ist. Und das zeigt nochmal das Demokratieverständnis aus der Region. Und er sagt, heutzutage wird überall auf der Welt von Demokratie gesprochen. Doch oftmals schließen diese Demokratien die in Anführungszeichen schwächeren Teile der Gesellschaft aus. Was ist das für eine Demokratie, wenn sie Teile der Gesellschaft ausschließt? Aus unserer Sicht kann dann schon von keiner Demokratie mehr die Rede sein. Wir denken, dass es uns mit unserem System gelingen kann, eine vollständige Demokratie umzusetzen. Das ist ein Anspruch. Die Kommune, das ist sozusagen die Basiseinheit dieses Selbstverwaltungsmodells. Das ist die kleinste Einheit geografisch gesehen, aber gleichzeitig die wichtigste Einheit. Also die meisten Entscheidungen und Beschlüsse sollen in der Kommune gefasst werden, die den Alltag der Menschen betreffen. Und der Ansatz ist, dass wirklich die gesamte Gesellschaft, Bevölkerung in dieser Kommune dann vertreten ist. Es gibt quasi in der Kommune Wahlen alle 2 Jahre und dann wird so ein Rat gewählt, der diese Nachbarschaft repräsentiert, oder in einem Dorf gibt es dann einen Rat, immer mit einem Co-Vorsitz, eine Frau und ein Mann an der Spitze, und es gibt verschiedene Komitees für verschiedene Arbeitsbereiche. Diese gesamte Arbeit läuft ehrenamtlich, das heißt, die Menschen machen das aus Überzeugung, und danach sieht das System in etwa so aus. Wir haben das System einer umgedrehten Pyramide, die Kommunen als wichtigste Einheit, und dann geht das so immer weiter in Richtung Spitze, so demokratisch autonom Selbstverwaltung von Nord- und Ostsyrien. Democratic Autonomous Administration North and East Syria, so ist es richtig. Dafür steht DAANES, ein bisschen kompliziert. Okay, ihr könnt euch das so vorstellen, das oben ist die Basisdemokratie, und je weiter wir an die Spitze gehen, desto mehr ähnelt es einer Staatsstruktur. Aber der Ansatz ist der, und deswegen die umgedrehte Pyramide, dass möglichst viel oben entschieden werden soll und möglichst wenig unten. Je weiter wir an die Spitze gehen, desto mehr soll koordiniert werden. Jetzt haben wir die Kommunen, die organisieren einen Alltag, haben verschiedene Komitees. Es gibt beispielsweise ein Frauenkomitee, es gibt ein Komitee, das sich um die Sicherheit kümmert, ein Komitee, das sich um die Grundbedürfnisse der Gesellschaft kümmert. Es gibt ein Gerechtigkeitskomitee, das heißt, wenn wir hier eine Streitigkeit haben unter uns, dann schreitet das Gerechtigkeitskomitee ein und versucht zu vermitteln und eine Lösung zu finden. So arbeitet die Kommune im Alltag. Und auf den oberen Ebenen werden auch Vertreterinnen und Vertreter gewählt. Aber wenn ich zum Beispiel mit den Leuten im Kantonalrat gesprochen habe, haben sie immer gesagt, die wichtigste Einheit ist die Kommune. Ich bin zwar jetzt gewählt im Kantonalrat, aber ich bin automatisch auch Teil einer Kommune, und meine erste Pflicht ist es, in der Kommune sozusagen aktiv zu sein und Verantwortung zu übernehmen. Jetzt funktionieren manche Kommunen gut und andere nicht. Das war auch ein interessant, also was ich total gut fand, war, diese Gespräche waren sehr selbstkritisch. Die Menschen haben halt irgendwie gesagt, hey, das ist unser Ideal, da wollen wir hin, aber nicht alles funktioniert. Und es ist 10 Jahre Revolution, 10 Jahre ist nicht viel. Das war so damals eine Aussage, die ich sehr oft gehört habe, und ich war so, hey, aber nach der Revolution ist doch alles gut? Nee, so funktioniert das nicht. Ja, dann fängt die Arbeit erst an, so ist es tatsächlich. Ja, total. Und das fand ich total gut, und sagen halt, eine Co-Vorsitzende, ich glaube auch von einem Kantonalrat, meinte halt irgendwie, hey, mach dir klar, hier hat 100 Jahre der syrische Staat geherrscht, hier gibt es 5000 Jahre Patriarchat, diese Familien und diese Menschen sind keine geborenen Demokratinnen und Demokraten, die müssen Demokratie lernen.
Und das ist eine Bewusstseinsarbeit und das ist sehr zentral für uns. Und deswegen haben wir ein vielfältiges Bildungssystem aufgebaut, Bildungsstrukturen und versuchen den Leuten dieses demokratische Bewusstsein zu vermitteln. Das ist sehr wichtig, weil du kannst die demokratischsten Strukturen der Welt aufbauen. Wenn die Menschen, die da reingehen, irgendwie nicht so demokratisch ticken, dann werden sich da Hierarchien wieder bilden und Machtverhältnisse reproduziert werden. Und dort, wo die Kommunen tatsächlich in Nord- und Ostsyrien nicht funktionieren, muss ja trotzdem der Alltag geregelt werden, dann schreiten die Bezirksräte ein. Wenn das dort nicht funktioniert, dann schreitet der Kantonalrat ein und dann eben die Spitze. Und das Problem daran ist, du reproduzierst halt wieder die Staatlichkeit. Das heißt, dieser Widerspruch zwischen Staatlichkeit und Demokratie, der herrscht auch dort. Nur mit dem Unterschied, dass die Leute an der Spitze versuchen, die Demokratie zu stärken. Also es ist nicht so ein Widerspruch quasi von, klar gibt es Leute, die auch ein Problem mit diesem System haben und dort sind, also das will ich nicht ausschließen, aber so die Bewegung, die politische Bewegung, die hinter dieser Selbstverwaltung steht, die hat den Anspruch, eben Demokratie aufzubauen, ein demokratisches System aufzubauen und das ist der große Knackpunkt. Ich habe mit einer anderen Wissenschaftlerin gesprochen, die auch zu Syrien geforscht hat. Total interessant. Und sie sagt, sie hat in anderen Teilen Syriens geforscht und hat dort mit Menschen gesprochen. Als dort sozusagen das Regime zusammengebrochen ist, sind spontan Rätestrukturen entstanden. Die Menschen haben einfach ihren Alltag selbst organisiert und es sind demokratische Strukturen entstanden. Aber sie sagt, es gab keine politische Bewegung, die hinter diesen Strukturen stand, sondern das ist spontan aus der Gesellschaft entstanden und dann sind die Islamisten gekommen mit ihren Waffen und haben diese entweder entmachtet oder eingenommen. In Nord- und Ostsyrien ist halt der Unterschied, dass es eine Bewegung und eine Ideologie und ein Theoriekonzept gibt, das diese Struktur aufrechterhalten will. Das ist quasi der Unterschied. Und deswegen hat dieses System so lange bisher Bestand gehabt. Nochmal, und das ist eigentlich meine Abschlussfolie und dann kommen die Lesetipps, nochmal so die verschiedenen Ebenen, was in Nord- und Ostsyrien erreicht worden ist. Wir haben quasi, genau, vielleicht als Hintergrund diese Post-Development-Theorie, also die Theorie meines Doktorvaters, propagiert die Alternativen zur Entwicklung und laut ihrer Theorie ist eine Alternative zur Entwicklung dann gegeben, wenn die Gesellschaft sich Politik, Ökonomie und Wissen wieder aneignet. Weil das wurde ihnen weggenommen und wenn die Gesellschaft sich das wieder aneignet, dann entsteht eine Alternative zur Entwicklung. Und jetzt habe ich geguckt, ist diese Alternative zur Entwicklung auch in Nord- und Ostsyrien gegeben? Also hat die Gesellschaft sich diese Bereiche angeeignet oder hat sie den Anspruch, sich das anzueignen? Und das ist total interessant, weil zu den demokratischen Strukturen habe ich was gesagt. Also Politik sich wieder aneignen funktioniert eben über diese Selbstorganisierung, über die demokratischen Strukturen in den Kommunen, in den Rätestrukturen. Es gibt parallel dazu, und das habe ich nicht erwähnt, natürlich auch so eine Zivilgesellschaft, die nicht an deine Lokalität gebunden ist, weil diese ganzen Organisationsformen von Räten sind halt immer da, wo du lebst, bist du Teil des Rates quasi. Aber natürlich kannst du dich auch überregional organisieren in einer Gewerkschaft, als Künstlerinnen und Künstler, als Sportler. Das sind dann quasi das, was Zivilgesellschaft verstanden wird und in allen möglichen anderen Bereichen. Und diese Zivilgesellschaft hat auch einen Dachverband. Das heißt, Menschen können sich vielfältig organisieren. Sie können sich auch als Religionsgemeinschaft organisieren und die Interessen ihrer Religion vertreten. Und natürlich gibt es auch Frauenstrukturen in ihrer ganzen Vielfalt, die dann die Rechte der Frauen oder ihre Interessen durchsetzen. Jugendorganisationen und so weiter. Also man kann sich auf jeden Fall sehr viel organisieren in Nord- und Ostsyrien, je nach Interesse und Lust und Kapazität. Und diese Zivilgesellschaft versteht sich aber auch so als Korrektiv zu dieser Spitze in der umgedrehten Pyramide. Das heißt, wenn in der Spitze was entschieden wird, was gegen die gesellschaftlichen Interessen ist, dann ist das in dem Gesellschaftsvertrag so geregelt, dass A, die Kommunen ein Anspruchsrecht haben und B, die Zivilgesellschaft quasi dagegen vorgehen kann und auf die Straße gehen kann, protestieren kann und sozusagen diese Staatsspitze dazu bringen kann, ihre Entscheidung zu korrigieren. Das heißt, die Gesellschaft muss auch immer darauf achten, dass diese Demokratie gewahrt wird, auch in diesem System. Und wenn da Entscheidungen getroffen werden, die nicht im Sinne der Gesellschaft sind, wird da quasi über die Zivilgesellschaft interveniert. Wir haben nicht viel über die Wirtschaft geredet. In Nord- und Ostsyrien. Das liegt daran, dass Nord- und Ostsyrien strukturell im Assad-Regime vernachlässigt worden ist. Es galt lange Zeit so als Weizenkammer der Region, aber es gibt kaum Fabriken, keine Industrie in der Region. Und jetzt
ist letztlich mit der Revolution sind diese Restriktionen aufgebrochen und die Leute haben angefangen, irgendwie ihre kleinen Geschäfte aufzubauen. Also so ein bisschen auch schon kapitalistische Strukturen zu reproduzieren im kleinen Umfang. Aber der Ansatz der Selbstverwaltung ist ein anderer. Sie sagen, wir müssen demokratische Wirtschaftsstrukturen aufbauen. Wir müssen Kooperativen aufbauen und müssen quasi auch durch den Aufbau dieser demokratischen Wirtschaftsstrukturen den Kapitalismus, die kapitalistische Wirtschaftsweise zurückdrängen. Das ist quasi ein Wettbewerb, der gerade dort auch vonstatten geht. Das heißt, es wird nicht direkt verboten und gesagt, nein, du darfst kein eigenes Geschäft aufbauen, aber es wird versucht, auch da die Menschen davon zu überzeugen, dass eben demokratische Wirtschaftsformen die Antwort auf die Probleme der Menschen sind. Diese Kooperativen gibt es noch nicht so viel. Also es sind auch Experimente, die zum Teil gescheitert sind. Die haben Kooperativen aufgebaut, die haben dann nicht funktioniert. Aber vor allem die Frauenbewegung hat angefangen, Frauenkooperativen aufzubauen, die sehr erfolgreiche Pilotprojekte sind in der Region. Und die Wirtschaft soll immer bedürfnisorientiert und nicht profitorientiert sein. Das heißt, es gibt schon den Anspruch zu sagen, wir sind gegen Monopole, wir wollen nicht, dass irgendwelche wirtschaftlichen Einheiten komplette Branchen unter ihrer Kontrolle haben und versuchen über Maßnahmen die Preise zu regulieren. Wir versuchen die Landwirtschaft vor allen Dingen voranzutreiben, also da gibt es sehr viel Subventionen, weil eben Grundnahrungsmittel ein großes Problem sind in dieser Kriegswirtschaft. Das zur Wirtschaft und mein letzter Punkt, und das ist der interessanteste Punkt eigentlich, ist das Bewusstsein. Also was ich da gelernt habe, ist irgendwie, die Menschen machen gerade eine kulturelle Revolution durch. Sie lernen Sachen neu, sie eignen sich Wissen von Neuem an und sie hinterfragen bestehende Wissensstrukturen. Eines der einfachen und offensichtlichen Sachen ist, uns wurde die ganze Zeit gesagt, irgendwie, Araber mögen Kurden nicht, Kurden mögen Araber nicht. Nationalistische Ideologien wurden uns eingeimpft wie Gift quasi und wir hatten sehr viel Misstrauen gegeneinander. Und jetzt lernen wir quasi, dass es nicht so ist, sondern dass wir dadurch geteilt worden sind und dass wir gemeinsam eine Alternative aufbauen können. Das ist so das, was sehr offensichtlich ist, aber es geht noch viel tiefer, weil es wurden Universitätssysteme aufgebaut, es wurden Bildungsstrukturen aufgebaut. Es gibt ein dreisprachiges Schulsystem, ähnlich wie hier. Interessant, fällt mir gerade auf. Aber Kurdisch war nie Schulsprache und es ist jetzt Schulsprache und Aramäisch ist Schulsprache. Und Aramäisch soll die Sprache von Jesus sein, habe ich erfahren dort. Und zum ersten Mal ist es quasi eine offizielle Sprache in einer Region im Mittleren Osten, in Syrien. Das heißt, die Leute können dort Aramäisch lernen und lernen quasi in ihrer Grundschule in ihrer Muttersprache und lernen dann in den folgenden Klassen eben die anderen Sprachen, damit es natürlich auch eine gemeinsame Sprache gibt. Das ist relativ neu. Die Universitäten sind neu und es gibt Akademien, also Leute, die quasi in diesen Basisstrukturen aktiv sind, die haben die Möglichkeit, Akademien zu besuchen und dort für Wochen und Monate, wenn sie möchten, an Bildung teilzunehmen, um zu lernen, wie dieses System funktionieren soll, was die Zielsetzung ist, wo wir hinwollen. Und dann gibt es aber auch so wandernde Bildung, wandernde Akademien, die gehen dann von Kommune zu Kommune und greifen Themen auf und machen Volksversammlungen, so heißt es dort. Wir treffen uns in unserer Nachbarschaft und diskutieren über ein politisches, gesellschaftliches Thema. Das ist sozusagen die vielfältige Ebene des Wissens wieder aneignens. Und an den Universitäten, das war für mich halt total interessant, weil ich ja auch in Deutschland studiert habe und dann wissen wollte, wie funktioniert alternative Universität. Da ist so der Ansatz, dass man Wissen sozusagen sich in der Form wieder aneignet, dass man eurozentristische Wissensstrukturen hinterfragt. Also sie sagen quasi, uns wird immer gesagt, Wissen entsteht an europäischen Universitäten, im Westen, im globalen Norden, das ist die Wahrheit und alles, was irgendwie in den anderen Teilen der Welt geglaubt wird oder als Wissen praktiziert wird, ist irgendwie ahistorisch, Aberglaube oder was auch immer. Unser Ansatz ist, wir lehnen dieses Wissen aus anderen Teilen der Welt nicht ab, aber wir prüfen es schon sehr kritisch auf seine Nützlichkeit. Und wir haben auch hier Wissen im Lokalen, das Wissen ist, mit dem Menschen halt sozusagen praktiziert haben. Es gibt verschiedene Formen von lokalen Wissen. Das ist vor allem ein sehr interessantes Beispiel ist halt irgendwie, es gibt auch so, und nicht nur in der kurdischen Gesellschaft, immer diese Geschichten von Großmüttern, die Wissen angeeignet haben und dann so quasi ja, Ärzte in der Region waren, im Dorf waren, Leute geheilt haben auf wundersame Weise.
Und dieses Wissen wurde dann von Generation zu Generation weitergegeben. Und ich war quasi in der Universität gerade in einem Seminar, wo die so eben ein Forschungsprojekt hatten, wo Leute eben in ihre Dörfer zurückgehen sollten und mit ihren Eltern reden sollten, was denn da für Heilpraktiken praktiziert worden sind. Das soll jetzt nicht die westliche Medizin ersetzen, aber es soll dokumentiert, archiviert werden, weil es ja immer mündlich auch weitergegeben worden ist. Und wo es nützlich ist, kann es quasi ergänzend auch genutzt werden. Das war so ein interessantes Projekt. Und sehr wichtig, aber ein komplett eigenes Thema, ist Gynäkologie. Die Wissenschaft aus der Perspektive der Frau. Das kommt aus der kurdischen Freiheitsbewegung. Gyn steht für Frau oder Leben. Gynäkologie ist die Wissenschaft aus der Perspektive der Frau. Und in Nord- und Ostsyrien wird das als Studiengang gelehrt. Und die Frauen sagen irgendwie nicht nur, dass der globale Norden irgendwie sein Wissen als Wissen deklariert hat und es quasi so Dogmen übergeben hat und gesagt hat, das ist die Wahrheit, sondern auch die Männer haben das gemacht in dieser patriarchalen Gesellschaft. Also alles, was an Wissen und Wissenschaft das Leben der Frauen betrifft, wurde von Männern irgendwie definiert. Und wir akzeptieren das nicht und wir wollen das quasi uns wieder aneignen. Die Gynäkologie ist Gesellschaftswissenschaften, ist Philosophie, ist ein bisschen Medizin, ist halt sozusagen eine fächerübergreifende Wissenschaft. Und sie kritisieren eben auch dieses eurozentrische Wissensstrukturen, auch das Machtwissenskomplex, vielleicht hier, dass sozusagen Wissen nur im Sinne der Macht eingesetzt wird. Und sie sagen, was wir auch sehr kritisieren, ist irgendwie die Subjekt-Objekt-Trennung. Es geht jetzt sehr stark in die Politikwissenschaften, aber so das westliche Wissensparadigma basiert irgendwie auf dem Positivismus. Und der Positivismus besagt, es gibt immer ein forschendes Subjekt, das sozusagen seinem Objekt gegenübertritt und dann sozusagen Wissen deklariert, so sehr knapp zusammengefasst. Und eigentlich ist das ein Ansatz, der aus den Naturwissenschaften kommt, also so durch Beobachtung Wissen zu bestimmen. Das heißt, du kannst nur das als Wissen bezeichnen, was du mit deinen eigenen Augen siehst, aber damit verwirrst du in der Gesellschaftswissenschaften zum Beispiel alles, was sozusagen über den Hier und Jetzt hinausgehen könnte. Also du hast halt nicht die Möglichkeit, in der Gesellschaftswissenschaften Utopien zu entwickeln, weil du sagst, das kann ich nicht mit meinen Augen sehen, das kann ich nicht fassen. Also hast du so ein Wissenschaftsparadigma, das sich die ganze Zeit reproduziert. Und das lehnt die Gynäkologie ab. Wir sagen, wir sind nicht die Subjekte, wenn wir Wissenschaft betreiben, sondern wir sind immer Teil der Gesellschaft und unsere Wissenschaft ist gesellschaftlich und wir betrachten aus einer gesellschaftlichen Perspektive die Gesellschaft und versuchen, Antworten auf gesellschaftliche Probleme zu finden. Das ist das zusammengefasst. Und auch noch ein letzter interessanter Punkt, dann mache ich wirklich Schluss. Wenn man studiert in Nord- und Ostsyrien, egal ob man Mathematik studiert, Journalismus, Petroleumswissenschaften gibt es dort, habe ich gehört, alle Studierenden müssen ein gesellschaftswissenschaftliches Modul ablegen und die Gynäkologie ist Teil dieses Moduls. Also Gynäkologie selbst zu studieren, das kannst du als Mann nicht, aber wenn du jedes andere Studienfach studierst, kriegst du dieses Modul und da geht es letztlich darum, dass die Menschen, die dort studieren, ein gesellschaftliches Bewusstsein und eine Verantwortung übernehmen. Also du studierst, um dann was in die Gesellschaft wieder zurückzutragen. Das war für mich total interessant, weil ich irgendwie gesagt habe, okay, ich habe in Frankfurt am Main studiert und bin aus den Politikwissenschaften studieren gegangen und habe mich gefragt, was jetzt? So, was habe ich jetzt gelernt? Wofür ist das gut? Außer irgendwie jetzt Karriere zu machen vielleicht und als Politikwissenschaftler kann man keine Karriere machen. Also, aber dort war so der Anspruch ganz klar. Da war der Anspruch irgendwie, wir gehen in die Gesellschaft wieder zurück und übernehmen da Verantwortung und bauen dieses alternative Gesellschaftskonzept auf. Und um das zu schaffen, eben legst du auf das Studienmodul Gesellschaftswissenschaften und Gynäkologie, weil du auch beim patriarchalen Denken hinterfragen sollst, weil du eine geschlechterbefreite Gesellschaft aufbauen willst. Und deswegen ist das auch Teil dieser Bewusstseinsarbeit. Und deswegen haben die Leute auch immer gesagt, 10 Jahre Revolution ist nicht lange. Wir arbeiten jetzt am Bewusstsein der Menschen und versuchen, eine neue Gesellschaft aufzubauen. Und das ist ein langer Prozess. Damit bin ich am Ende meines Vortrags. Ich danke euch, dass ihr so tapfer ausgehalten habt. Ich habe noch ein paar Lesetipps. Die will ich vielleicht noch kurz nachschieben, dann könnt ihr euch ein Foto von machen. Wenn ihr möchtet, könnt ihr auch nachher nochmal fragen. Also das sind Bücher, die ich empfehlen würde, das ist nur eine kleine Auswahl. Wenn ihr was von Abdullah Öcalan lesen wollt, es gibt viele Werke von ihm, die ins Deutsche übersetzt worden sind. Das ist einer meiner Lieblingswerke, das Jenseits von Staat, Macht und Gewalt. 500 Seiten, sehr viel Geschichte. Man muss dazu sagen, Öcalan hat halt im Gefängnis diese Sachen geschrieben.
Er hat immer gesagt, ich will in den Austausch treten mit anderen Theoretikern, die Möglichkeit hat er nicht. Und er wird immer ein Buch bei sich behalten, muss es abgeben für ein anderes, also das, was quasi seine Methode, mit der er gearbeitet hat. Deswegen sind zum Teil wiederholt. Man darf jetzt nicht diese hohen wissenschaftlichen Ansprüche an dieses Werk haben, und trotzdem ist es sehr bemerkenswert, weil er einfach diese Theorie darin entwickelt und auch der geschichtswissenschaftlich, soziologisch in die Tiefe geht. Also schon sehr beeindruckend. Dann leichtere Kost. Wenn es auf Graphic Novels, Comics steht, gibt es jetzt dieses Band auch in verschiedenen Sprachen. Da geht es um die Biografie von Abdullah Öcalan in Comicform und um das Gesellschaftskonzept des demokratischen Konföderalismus. Wenn ihr euch mit der Frauenbewegung auseinandersetzen wollt, ist das ein interessantes Buch, weil da sind Aktivistinnen und Aktivisten aus Europa nach Rojava gereist und haben mit Frauen gesprochen. Und daraus ist dieses Buch entstanden. Und wenn ihr so komprimiert Öcalans Denken, Theorie und damit auseinandersetzt, dann gibt es dieses Buch so auf knapp 150 Seiten, hat jemand die Philosophie Öcalans zusammengefasst, sehr gut. Also auch die Übersetzer von den Verteidigungsschriften waren sehr begeistert von diesem Buch. Es gibt auch Broschüren, die könnt ihr euch bei uns auf der Webseite anschauen und runterladen. Das befasst sich mit den Gesellschaftsstrukturen in Nord- und Ostsyrien. Das ist der demokratische Konföderalismus in seiner Kurzform erklärt, liegt vorne auch auf dem Tresen. 10 Jahre Revolution in Rojava, da haben wir Interviews mit Aktivistinnen und Aktivisten geführt zum 10-jährigen Jubiläum der Revolution. Wenn ihr das wollt, müsst ihr uns eine E-Mail schreiben, weil wir es auf der Seite unternehmen mussten. Wir hatten ein Bild drin, für das wir nicht die Rechte hatten und das hätten wir eine Klage sonst rechnen müssen. Aber ich kann das euch zuschicken, wenn ihr euch per E-Mail bei mir meldet. Und wenn ihr euch mit der Wirtschaft auseinandersetzen wollt, da ist ein Aktivist aus Europa auch nach Rojava gereist und hat einfach mit den Kooperativen gearbeitet. Es gibt eine Union der Kooperativen und da war er einfach mit denen gemeinsam unterwegs und hat dann seine Erfahrungen in diesem Bericht zusammengetragen. Und dann noch ein paar Links. Also wenn ihr auf so Podcasts steht, könnt ihr bei Spotify oder auch auf einer anderen Plattform Krieg in Kurdistan suchen. Das ist so eine Podcast-Serie, die wöchentlich erscheint mit den aktuellsten Entwicklungen zu Kurdistan. Wir haben mit der Rosa-Luxemburg-Stiftung ein Projekt gestartet. Und daraus ist auf dieser Bildungsplattform links, das ist so eine alternative Bildungsplattform von der Rosa-Luxemburg-Stiftung, ist jetzt ein Themenseite demokratischer Konföderalismus entstanden, so mit interaktiven Elementen, total gut. Wenn ihr aktuelle Nachrichten verfolgen wollt, ANF Deutsch ist eine deutschsprachige, also ist eine multisprachige Nachrichtenagentur, aber auch eine deutsche Seite, die so die aktuellen Ereignisse gut beleuchtet. Und wenn ihr ein bisschen Geld übrig habt oder einfach auch hier quasi eine Kampagne mit unterstützen wollt für Rojava, es gibt eine wunderbare Kampagne, die nennt sich Solidarity. Solarpanels, die für Rojava gekauft, aufgebaut werden sollen. Und das passiert quasi, das ist eine Kampagne, die aus Berlin entstanden ist und mittlerweile auch in ganz Deutschland verbreitet ist. Wir haben mittlerweile, glaube ich, 150.000 Euro gesammelt, wollen aber auf die einigen Millionen hoch und haben jetzt schon Solarpanels aufgebaut. Also jetzt in den letzten Jahren hat die Türkei die Infrastruktur in Nord- und Ostsyrien angegriffen und dadurch auch die Energieversorgung gekappt. Also die greifen bewusst die Infrastruktur auf der Region an. Und diese Solarpanels können eine Antwort für so eine dezentrale Stromversorgung sein in der Region. Daraus ist diese Idee entstanden. Und die machen auch so Veranstaltungen. Vielleicht, wenn ihr Lust habt, in Zukunft könnt ihr die auch mal hierher einladen oder ihr könnt euch an der Kampagne beteiligen. Einfach zu diese Werbung machen. Genau, damit bin ich am Schluss. Danke euch. Vielen Dank, Muslim. Ich denke, das war wirklich sehr intensiv und wirklich auch sehr interessant. Und dementsprechend denke ich, dass viele Leute wahrscheinlich die eine oder andere Fragen haben. Ich denke, wie viel Uhr ist es jetzt? 34 noch. Ungefähr 20 Minuten, 30 Minuten maximal noch Fragenrunde und keine alternative Konferenzen halten, bitte sehr. Also sehr kurz. Wer will dann das Eis brechen und die erste Frage stellen? Bitte sehr. Wir haben gesagt, wir nehmen 2 bis 3, also wenn möglich, ja. Okay. Oh, du kannst aufstehen, ja, weil du brauchst kein Mikrofon, denke ich. Ja, was ist? Ja, pardon, ja. Ja, ich habe zwei Fragen. Das eine geht um Wirtschaft, Finanzen. Gibt es Steuern? Wie werden die eingetrieben? Wie werden die verteilt?
Das ist das eine. Und das andere, wenn ich richtig informiert bin, gibt es kein alternatives Militärkonzept. Das heißt, Militär ist nicht demokratisch strukturiert, aber ist in einem Land, wo Widerstand geleistet wird, natürlich sehr wichtig. Sie? Ja, also wie viele Leute sind eigentlich, wie viele Menschen leben in Südkurdistan, also im syrischen Teil Kurdistan, und gibt es eine lokale Elite oder gibt es eine soziale Differenzierung, gibt es eine Oberschicht oder Privilegierte, die doch über mehr materiellen Besitz verfügen als der Durchschnitt? Okay. Ich habe noch eine Frage. Ja. Geht vielleicht zu weit, aber Sie können mir dann sagen, ob das zu viel ist. Ja. Also ich habe einfach mitgekriegt, dass es eben auch in Rojava irgendwie so einen Waffenwiderstand, aber trotzdem gab und noch immer gibt. Und ich sage mir immer, dass wir als Linke eine ziemlich strenge, klare Einstellung haben, was Waffenlieferungen ist. Ich sage jetzt mit Ukraine. Und auch damit stellen wir ja in Frage irgendwie diesen Waffenwiderstand, sage ich dann auch so. Und mich würde einfach interessieren, wie ist denn eure Meinung zur Nutzung eines Waffenwiderstands, vielleicht früher und auch heute, ne? Weil ich glaube, mit dem Konföderalismus hat sich ja irgendwie ein Wandel ergibt und einfach mal auf dieser Perspektive mal, was ist Waffenwiderstand und vielleicht damit irgendwie. Gerne. Ja. Okay, dann fangen wir vielleicht mit der letzten Frage direkt an. Aber die hängt ja auch zusammen mit der anderen Frage zum Militär. Also ich habe erwähnt in der Geschichte der PKK, dass sie 1993 einen einseitigen Waffenstillstand verkündet hat. Und eigentlich geht damit einher, dass die Bewegung sich von so primär einer bewaffneten Organisation hin zu einer politischen Bewegung verändert. Und sie hat sich über die Jahre total vervielfältigt. Also sie hat halt Dutzende Strukturen, die alle so im Dunstkreis der kurdischen Freiheitsbewegung sind, von eben legalen politischen Parteien bis hin zu zivilgesellschaftlichen Organisationen. Und ihr habt vielleicht, die Frage wird vermutlich kommen, gestern die Botschaft gehört, da sagt Öcalan irgendwie, der bewaffnete Kampf soll zu Ende sein. Das heißt, der Anspruch ist tatsächlich, eine bewaffnete Revolution wird es nicht geben. Es muss eine politische Lösung geben. Es muss politisch gelöst werden. Und auch dieses Konzept von bewaffneter Kampf hat sich mit diesem ideologischen Wandel total geändert. Also vorher war eben die Idee, wir werden militärisch das türkische Militär besiegen, aus Kurdistan vertreiben und unseren Staat aufbauen. Und jetzt ist das Konzept dasjenige der legitimen Selbstverteidigung, so heißt das. Das heißt, der bewaffnete Kampf soll so lange nur eine Rolle spielen, solange dein Gegner quasi dich militärisch angreift. Dein Ziel ist es sozusagen, deine Errungenschaften zu schützen. Die Errungenschaften erzielst du nicht militärisch, sondern die erzielst du gesellschaftlich. Aber wenn du jetzt in Syrien bist und umgeben von Islamisten beispielsweise, brauchst du halt bewaffnete Kräfte, die deine Selbstverwaltung schützen. Also die werden nicht sagen, okay, Selbstverwaltung schön, akzeptieren wir, Frauenbefreiung toll, sondern die werden das militärisch versuchen anzugreifen. Also braucht es eine Selbstverteidigung, Struktur. Aber das Ziel ist es natürlich, politisch dahin zu kommen, dass sozusagen dein Gegner aufhört, dich bewaffnet zu bekämpfen. Dann brauchst du keine Bewaffnung und kannst sozusagen friedlich leben. Das ist sozusagen die Idee von bewaffneten Kampf. Also es ist ein grundlegendes anderes als zu Anfang der PKK. Hat sich total gewandelt. Und militärische Strukturen jetzt. Es gibt tatsächlich Militärräte, also zum Beispiel in Nord- und Ostsyrien gab es den Militärrat von Münbic, den gibt es jetzt leider nicht mehr, weil die Türkei die Region besetzt hat, oder in Derazor. Das heißt, es wird versucht, so lokale, dezentrale Militärstrukturen zu schaffen, aber es gibt trotzdem eine gewisse Hierarchie und eine Kommandostruktur in bewaffneten Strukturen. Ich meine, ich glaube, eines dieser historischen Momente war ja der spanische Bürgerkrieg, als die Anarchisten sich auch angefangen haben, militärisch-hierarchisch zu organisieren, weil sie gesagt haben, eine bewaffnete Struktur braucht eine gewisse Hierarchie, eine gewisse Kommandostruktur. Also diejenige ideologische Bewegung, die jede Form von Hierarchie ablehnt, sieht, in bewaffneten Kampf braucht es gewisse Kommandostrukturen. Da kannst du dich nicht hinsetzen und sagen, jetzt lass uns mal einen Konsens finden, wenn dein Gegner dich angreift, sondern es muss Befehlsstrukturen geben, aber es muss Möglichkeiten geben, diese dann später zu reflektieren, zu kritisieren, Leute zur Verantwortung zu ziehen. Also die haben das in ihren eigenen Strukturen
Aber es gibt klar eine Hierarchie. Also es gibt ein Oberkommando, ein Mann und eine Frau an der Spitze und es gibt autonome Frauenkampfverbände. Das ist wichtig zu wissen. Also gewisse demokratische Elemente, soweit das im militärischen Bereich möglich ist, würde ich sagen, gibt es. Vielleicht geht noch mehr, aber aktuell ist quasi das sozusagen die Struktur der militärischen Einheiten. Was Steuern angeht, es gibt es nicht so wirklich. Also ich habe das auch gefragt, es können keine Steuern eingetrieben werden. Aber wenn jemand ein Geschäft, einen Laden aufmacht, dann muss er eine symbolische Gebühr zahlen. Wenn jemand einen Eheeintrag macht oder so, muss er eine symbolische Gebühr zahlen. Das ist alles nicht sonderlich viel. Aber das sind die sozusagen Einnahmen, die wir sozusagen im weitesten Sinne als steuerlich betrachten können. Ansonsten ist wirtschaftlich tatsächlich das Erdöl sehr zentral. Also die Erdölgebiete sind unter der Verwaltung der Selbstverwaltung und das Erdöl wird halt verkauft, auch an den syrischen Staat, weil das davon abhängig ist. Das ist die größte Einnahmequelle gerade für die Aufrechterhaltung der Selbstverwaltung. Es ist nicht sehr nachhaltig, aber es ist de facto gerade sozusagen die wichtigste Einnahmequelle. Dann hatten wir eine Frage du hast mitgeschrieben. Ja, die Bevölkerung im Süden und gibt es auch lokalen Eliten? Genau, ich habe hier bei dem Thema Kurdistan vielleicht so ein paar Keyfacts, die ich nicht genannt habe, die ich übersprungen habe. Das ist ja die Region Kurdistans und ich habe auch gesagt, welche Teile es in Kurdistan gibt. Insgesamt wird geschätzt, es gibt natürlich keine Zählung, so wie viele Kurden und Kurden leben, aber die Schätzung geht so zwischen 40 und 50 Millionen. Kurdinnen und Kurden, die es gibt. Manche sagen, es sind mehr als 50 Millionen. Das kann man nicht genau sagen, weil in diesen Gebieten die Kurden und Kurden nie gezählt worden sind. In Deutschland gibt es über 1 Million Kurdinnen und Kurden. Das ist die Schätzung. In Europa, glaube ich, 2,5 oder so. Und in Nordsyrien, das ist halt der kleinste Teil Kurdistans, aber die Gebiete der Selbstverwaltung, ich habe mal die Zahl 3,5 Millionen gehört. Ich weiß es nicht, ob das noch stimmt. Es gibt halt viel auch Binnenmigration. Also gerade so im Zuge des Bürgerkriegs sind halt viele Menschen aus anderen Teilen Syriens in den Norden geflüchtet. Vielleicht hat aber hier jemand eine andere Zahl, die aktueller ist. Also bei meinen letzten Info war so 3,5 Millionen. Ich glaube auch, dass die Zahl 5 Millionen genannt wird. Also irgendwo dazwischen wird sie sich befinden. Und ja, klar gibt es in Kurdistan auch eine Elite. Also Kurdistan ist wirtschaftlich eigentlich eine Region, die bewusst wirtschaftlich vernachlässigt wird, auch von den Staaten. Das ist Teil sozusagen ihrer Kolonialpolitik. Aber trotzdem haben sich Eliten entwickelt. Und das Ding ist, aber wenn du in einem dieser Staaten wirtschaftlich mächtig und einflussreich sein willst, dann musst du mit den Staaten kooperieren. Also du kannst nicht Teil der kurdischen Freiheitsbewegung sein und sagen, ich mache meine Wirtschaftstätigkeit. Es gab in diesen 90er Jahren, als ich davon gesprochen habe, dieser blutige Krieg in Nordkurdistan, der nach dem Tod des Staatspräsidenten ausgebrochen ist, wurden viele kurdische Geschäftsmänner ermordet, denen nachgesagt worden ist, dass sie der PKK Geld spenden. Das war auch eine bewusste Abschreckungsstrategie. Und genau, Kapitalisten denken vor allem an ihre wirtschaftlichen Interessen. Denen ist so die politische Frage dann vielleicht nicht so wichtig. Und dann gibt es natürlich wirtschaftliche, also auch Leute, vermutlich Unternehmer, die sowohl nach außen den türkischen Staat unterstützen, beispielsweise aber auch die PKK unterstützen unter der Hand oder versuchen so mit allen gut zu sein, Hauptsache mein Business läuft quasi. Das gibt es sicherlich auch. Aber da gibt es schon Widersprüche. Und seit den 70er Jahren, also Kurdistan ist halt vor allen Dingen so sehr ländlich gewesen, aber seit den 70er Jahren, 80er Jahren dann verstärkt. Und dann nochmal im Zuge des Krieges, ab den 90er Jahren ist halt immer mehr Verstädterung passiert. Die Leute mussten aus den ländlichen Gebieten flüchten, sind aus wirtschaftlichen Gründen emigriert und die Städte in Kurdistan sind immer weiter gewachsen. In einer Stadt wie Istanbul leben schätzungsweise 3 Millionen Kurdinnen und Kurden. Also das sind so die Zahlen. In Damaskus leben mehr als 1,5 Million Kurden. In Aleppo, also in Gebieten außerhalb von Kurdistan leben sehr viele kurdische Menschen, die aus wirtschaftlichen oder politischen Gründen dann emigriert sind und dort aber in weiten Teilen die ärmere Bevölkerung ausmachen. Auch wenn es Ausnahmen gibt. Das so zur wirtschaftlichen Frage. Vielen Dank. Also es hat sich doch Julie angeschrieben für eine Frage und dann Alia. Also jetzt Syrien betreffend, da haben Sie ja vorher angesprochen, dass die Rojava jetzt mittlerweile dann auch Regionen verwaltet, wo dann mehrheitlich eine nicht-kurdische Bevölkerung historisch gesehen angesiedelt ist. Und
die können wahrscheinlich, denke ich mir, dann weniger mit dieser Idee des demokratischen Konföderalismus anfangen, weil diese Gesellschaftsstrukturen ja dann eher so clanmäßig patriarchalisch aufgebaut sind, historischerweise. Und gibt es da irgendwie so Programme von Seiten von Rojava, um diesen Leuten dann das nahe zu bringen? Stelle ich mir jetzt schwer vor, wenn da so Visionen aufeinander folgen. Ja, meine Frage geht vielleicht in eine ganz ähnliche Richtung. Also, das ist ja theoretisch sehr, ich finde, verständlich dargestellt, dass es die Selbstorganisation als kommunale Ebene, die sich vernetzt und dann zur Struktur wird, diese umgekehrte Pyramide, wo aber die kommunale Ebene immer die ist, wo sich eigentlich die politische Macht konzentriert, also die am meisten zu sagen hat. Jetzt gibt es aber in dieser kommunalen Ebene Kräfte, die sagen, die nicht einverstanden sind, man ist sich nicht einig, es ist ein Prozess, man lernt seit 10 Jahren konstant. Was ich übrigens frage ist, wo kommt denn diese politische Kraft her, die die Stabilität in der Zwischenzeit sicherstellt? Wie kann es mit den Konflikten, die es da gibt und diesen Uneinigkeiten während Jahrzehnten irgendwo stabil bleiben, wenn es doch da ist, wo die Stabilität herkommen soll? Also irgendwer muss ja da die Macht haben. Haben wir noch eine dritte Frage oder wollen wir die 2 beantworten? Okay. Genau, also wir können nochmal die umgedrehte Pyramide raussuchen. Die war... Wo war die denn? Da. Okay, also das Konzept, genau. Wir versuchen kommunal die Menschen zu organisieren. Natürlich erreichen wir nicht alles. Es gibt Leute, die einfach politisch dieses System ablehnen, die sagen, wir wollen einen Quasi-Staat haben beispielsweise oder wir wollen das Assad-Regime zurückhaben oder irgendwie wir wollen, dass die HTS hier regiert einfach. Wir versuchen trotzdem diese Strukturen aufzubauen und Leute davon zu überzeugen, dass sie sich selbst organisieren, sondern doch zu der Frage, die du genannt hast. Als sozusagen diese arabischen Gebiete befreit worden sind Leute, Aktivisten aus den vor allem kurdischen Gebieten mit rübergereist, haben dort natürlich auch Verhandlungen geführt mit Leuten, die politisch einflussreich sind, auch mit der Gesellschaft Gespräche geführt und denen versucht, dieses System nahezulegen. Es gibt halt einen Prozess, auch das ist dieser Prozess, der vonstatten geht, der dazu führt, dass Menschen sich diesem System annehmen. Also erst einmal meinten, ich war lange in arabischen Gebieten, da haben die Leute auch erzählt, die meinten, hey, wir haben uns gedacht, die Kurden wollen hierher, das sind Ungläubige, die wollen uns unsere Religion verbieten, die wollen irgendwie hier die Macht ergreifen und uns besetzen. Und dann haben wir gemerkt, dass es gar nicht so ist, so als sie gekommen sind. Also sie sind nicht irgendwie gekommen, uns zu unterjochen, sondern sie haben uns einfach dieses System nahegelegt. Und irgendwie müssen wir uns organisieren, um uns weiter selbst zu verwalten. Und dann ist das die naheliegendste Option, die wir haben. Also irgendwie muss ja der Alltag weiter geregelt werden. So, sonst hast du keine Grundnahrungsmittel irgendwann und jeder bekämpft jeden irgendwie für ein Stück Brot oder so. Also muss es eine gewisse Ordnung geben. Menschen organisieren sich. Auch spontan in Räten haben wir quasi von meiner Wissenschaftlerkollegin erfahren, die ich zitiert habe. Und hier ist es halt dieses Gesellschaftsmodell. Und der Prozess ist aber total interessant, weil in den arabischen Gebieten sind das vor allen Dingen die Frauen und Jugendliche, die dieses System sehr, sehr sozusagen für sich erkennen. Also die Teile der Gesellschaft, die quasi immer ausgeschlossen worden sind von politischen Entscheidungen, die finden das als historische Chance. Bei der Rosa-Luxemburg-Stiftung gab es so eine interne Versammlung mit so politischen Aktivisten. Da haben sie die Co-Vorsitzenden aus Raqqa eingeladen, also der ehemaligen IS-Hauptstadt, und haben dann Gespräche geführt mit denen. Und da war das total interessante Gespräch, weil die Verantwortliche im Libanon-Büro der Rosa-Luxemburg-Stiftung, auch eine arabischstämmige Frau, war auch da, ist nach Berlin gereist und hat dann eine Frage auf Arabisch gestellt, die dann übersetzt worden ist. Und die Co-Vorsitzende ist halt eine junge Frau gewesen, eine Araberin. Und dann war die Frage so sinngemäß, ja, die Kurden sind gekommen, haben das befreit vom IS, verstehe ich alles, aber warum sind die noch da? Also warum sind die militärisch noch da? Also so eine Suggestivfrage, die besagt, die Kurden besetzen doch gerade Raqqa. Und die Co-Vorsitzende meinte, nein, die Kurden müssen jetzt erstmal da sein, weil wir lernen gerade von ihnen Demokratie. Das ist eine historische Chance für uns. Sie sagt, wir lernen gerade von ihnen Demokratie, wir als Frauen können uns selbst organisieren und haben eine politische Kraft, die das verteidigt.
Es gibt eine Bewegung, die das verteidigt, eine starke Frauenbewegung und es gibt eine politische Partei auch, die PYD, die sozusagen dieses Gesellschaftskonzept versucht voranzutreiben. Und bei den Wahlen treten halt Leute an, die Teil dieser Partei sind, aber auch die anderen Parteien treten an und versuchen dieses Selbstverwaltungsmodell zu stärken. Und so wurde das von ihr erklärt und für mich war das so voll beeindruckend, weil eine arabische Frau das gesagt hat. Das ist eine historische Chance, wir wissen nicht, wann diese Chance wiederkommt, aber wir haben gerade einfach eine Bewegung, die sagt zu uns Frauen, organisiert euch selbst und ihr seid irgendwie von der Spitze bis zur kleinsten Einheit, seid ihr Teil dieser Strukturen. Aber es gibt Widersprüche. Also zum Beispiel, ich will einen Widerspruch nennen, um einfach klarzumachen, wie dieser Prozess vonstatten geht und dass es eben ein Prozess ist. Ein Beispiel war, mit der Frauenbewegung habe ich ein Interview geführt und die meinten, wir haben irgendwann Frauengesetze erlassen. Wir haben Frauengesetze erlassen, die Ehe mit Minderjährigen verbietet, die Mehrfachehe verbietet und verschiedene andere Sachen. Und sagt, eigentlich wollen wir keine Gesetze erlassen. Unser Ziel ist, dass es keine Gesetze braucht, dass die Menschen dieses Bewusstsein haben und die Gleichberechtigung der Geschlechter sozusagen gesichert ist. Aber wir haben einen Status quo, es werden Frauen unterdrückt, sie werden ermordet immer noch. Also braucht es Gesetze und es braucht sozusagen Durchsetzungsmacht, um sie zu schützen. Aber in bestimmten arabischen Gebieten ist es uns nicht gelungen, diese Gesetze umzusetzen. Also wir waren in bestimmten konservativen Gebieten, in denen der IS auch sehr stark war, haben Leute gesagt, nee, machen wir nicht. Bei uns ist es normal, dass wir irgendwie mit Minderjährigen heiraten oder mit 4 Frauen heiraten. Und dann sagt sie, standen wir vor der Wahl, dass wir sagen, entweder setzen wir das mit Gewalt durch oder wir versuchen sie quasi für uns zu gewinnen und müssen erstmal das erstmal schlucken sozusagen. Und sie haben sich für Letzteres entschieden. Und das zeigt sozusagen auch die Widersprüchlichkeit in diesem Gesellschaftskonzept und dass vieles sozusagen im wandelnden Prozess ist. Aber die politische Macht, die sozusagen dieses Konzept vorantreibt, ist eben die kurdische Freiheitsbewegung, ist die Ideologie Abdullah Öcalans und die politischen Akteure, die dort vor Ort diese Ideologie vertreten und versuchen aufzubauen, und die Frauenbewegung. Die Frauenbewegung ist omnipräsent in Nord- und Ostsyrien. Sie haben einen eigenen Dachverband, sind selbstständig organisiert und in allen gesellschaftlichen Teilen und auch militärisch. Und der Schutz der Frauen, also ich war auch in einem konservativen arabischen Gebiet, da war gerade Zuckerfest, und die haben halt Familien besucht. Und da war eine alleinerziehende arabische Frau, die mit uns gekommen ist, die ich total beeindruckend fand, weil sie so mit allen Stereotypen bricht. Sie war religiös offensichtlich, aber total auch einfach selbstbewusst, immer am Lachen, hat am meisten geredet, hat so die Männer auch umarmt, die sie kannte, mit denen sie gearbeitet hat, total beeindruckt. Und dann, also mich auch total beeindruckt und auch bei mir so Vorurteile, die ich im Kopf vielleicht hatte, komplett aufgebrochen. Und dann habe ich halt gefragt, wie kann das sein, dass sie so, also woher bezieht diese Frau ihre Kraft? Und dann haben die gesagt, ja, das ist die Frauenbewegung. Also es hat auch eine Freundin gesagt, früher wäre das nicht möglich gewesen und auch ihre Cousins und so haben sie bedroht, als ihr Mann gestorben ist und haben gesagt, du musst jetzt wieder heiraten und sie wollte nicht und wir haben dann klar gemacht, so diese Frau steht unter unserem Schutz, ihr könnt ihr nichts anhaben und sie ist Teil unserer Strukturen und solche Geschichten gibt es halt da und das ist die Kraft, aus der sich das sozusagen das Gesellschaftssystem sich nähert, also seine Kraft bezieht. Danke, wenn... Doch. Vorhin haben Sie auch von gewählten Personen im Kanton gesprochen. Vielleicht können Sie noch mal so ein Wahlsystem erklären und wie werden Entscheidungen getroffen? Genau, das ist eine komplexe Frage. Also erstmal Wahlen alle 2 Jahre. Die wurden aber nicht durchgeführt in letzter Zeit. Warum? Die letzten Wahlen sollten letztes Jahr stattfinden. Dann hat die Türkei gesagt, wenn es Wahlen gibt, dann intervenieren wir. Dann haben die Amis gesagt, wir finden Wahlen auch nicht richtig zum jetzigen Zeitpunkt. Also haben gerade so die türkische Bedrohung sozusagen legitimiert irgendwie. Und dann war klar, okay, wenn wir jetzt Wahlen machen, dann kann das hier eskalieren. Also haben sie die Wahlen wieder abgeblasen. Warum haben sie die Wahlen abgeblasen? Weil mit Wahlen dieses Gesellschaftskonzept weiter legitimiert wird. Das war sozusagen die Angst und deswegen konnte das nicht umgesetzt werden. Das heißt, die Kantonalräte, die sind quasi nicht aktuell zum Beispiel legitimiert, weil sie eigentlich alle 2 Jahre durch Wahlen legitimiert werden sollten. Aber gerade machen die Leute weiter ihre Arbeiten, die, keine Ahnung, bei den ersten Wahlen gewählt worden sind. Aber im Gesellschaftsvertrag steht es so, dass quasi alle 2 Jahre gewählt wird und jeder ein Amt nur 2 Amtszeiten innehaben darf und dann sozusagen einmal abgeben muss mindestens. Das ist das Wahlsystem. Es treten vor allem so
Wahllisten an, also verschiedene Parteien und Strukturen, die sich zusammentun auf Wahllisten, und dann gibt es halt verschiedene Wahllisten, welche die quasi stärker dieses Gesellschaftskonzept voranbringen wollen und andere, die halt andere politische Ansichten haben. Und dann gibt es aber auch politische Strukturen, die sagen, wir boykottieren das System, das ist nichts für uns, wollen wir nicht. Das ist auch ihr Recht, und es gibt unabhängige Kandidaten, die sich aufstellen können, die dann lokal gewählt werden. Und dann funktioniert das auf jeder Ebene eigentlich ähnlich. Es gibt dann quasi einen Co-Vorsitz, es gibt einen Gesamtrat, der sich trifft. Und dann, wenn wir zum Beispiel unseren Rat gewählt haben und wir sind jetzt die gewählten Mitglieder, dann wählen wir 2 Co-Vorsitzende, einen Mann und eine Frau, und entscheiden, welche Arbeitsbereiche es gibt und teilen uns in Komitees ein. Und wir kommen aber immer wieder auch zusammen und reflektieren unsere Arbeiten in unseren Arbeitsbereichen. Und die Komitees können eigenständig Entscheidungen treffen. Zum Beispiel sagen wir wollen, das Sportkomitee sagt, wir wollen jetzt ein Sportfestival auf die Beine stellen und bringen das dann in den Gesamtrat mit hinein. Oder der Gesamtrat sagt, es wird auch cool, wenn das Sportkomitee mal ein Tischtennisturnier veranstaltet, weil wir haben jetzt Anfragen aus der Bevölkerung bekommen, die wollen ein Tischtennisturnier haben, dann macht das Sportkomitee das. Also es geht in beide Richtungen. Und es gibt, was auch sehr interessant ist, und das macht so diese Volksnähe aus, es gibt halt das Haus der Kommunen, da sind die Co-Vorsitzenden anzutreffen. Das heißt, wenn du Beschwerden hast, Probleme hast, irgendwie kannst du da hingehen und das direkt mit denen kommunizieren. Und ich war in so einem Haus der Kommunen in Kobane und habe da mit dem Co-Vorsitzenden geredet und gefragt, wie war es vorher, wie ist es jetzt geworden? Damit vorher war das Leben hier so ein bisschen, wie du es vermutlich aus Westeuropa kennst, dass du so in deinem Stadtteil sehr anonym bist, deine Nachbarn nicht so gut kennst. Also das ist eigentlich nicht unsere Kultur. In den Dörfern ist das nicht so, aber in den Städten hat sich das tatsächlich auch ein bisschen etabliert. Aber seitdem es die Kommunen gibt, ist es nicht mehr so. Wir kennen uns alle gegenseitig. Wir wissen um unsere Sorgen und Probleme und wir unterstützen uns gegenseitig. Also diese Strukturen haben so eine gemeinschaftliche Solidarität auch aufgebaut und helfen den Menschen weiter. Genau, das ist so ein bisschen die Funktionsweise, und zwischen diesen Ebenen gibt es halt viel so, die Co-Vorsitzenden leisten Bericht auf der nächsten Ebene und sagen: „Hey, das sind unsere Probleme, das haben wir geleistet. Da brauchen wir vielleicht eure Unterstützung aus dem Bezirk oder aus dem Kanton, und das sind Probleme, die können wir gerade selber nicht lösen. Aber wir brauchen da Unterstützung", zum Beispiel. Und wenn die Kommunen aber nicht funktionieren, habe ich vorhin erzählt, dann tritt halt die nächste Ebene ein. Der Bezirksrat trifft Entscheidungen, aber der Bezirksrat hat dann auch die Verantwortung, in die Kommunen zu gehen, mit den Menschen Bildung zu veranstalten, sie zu organisieren, sie zu mobilisieren, eben sich selber zu verwalten. Und dann versuchen sie, Kommunen aufzubauen, quasi von der Basis aus. Und es gibt halt einen wirtschaftlichen Anreiz, weil es gibt quasi die Kommunen werden mit Brot und mit Erdgas, Erdöl, glaube ich, unterstützt. Also es sind so grundlegende Sachen, die sie brauchen, und es läuft halt alles über die Kommune. Das heißt, sie sagen zu den Leuten: „Hey, wir wollen jetzt euch unterstützen, irgendwie mit Grundnahrungsmitteln, Grundbedürfnissen." Die Leute sind quasi abhängig davon in dieser Kriegswirtschaft. Und dafür müsst ihr eine Kommune aufbauen, damit wir wissen, an wen wir was geben. Und das für Leute, die erstmal unpolitisch sind und mit der Kommune nicht anfangen können, kann das ein Ausgangspunkt sein, zu sagen: „Okay, um unsere Grundbedürfnisse stillen zu können, müssen wir eine Kommune aufbauen", und dann entwickelt sich das weiter. Das ist quasi so auch ein Anreiz. Das ist auch ein Anreiz, der in den arabischen Gebieten sehr stark zum Beispiel verfolgt worden ist. Die haben einfach Kommunen gebraucht, um sich selbst verwalten zu können. Okay, vielen Dank, Herr Muslim. Danke euch.